Hey, da ist kein anderer Timmy Boy. Wenn man wieder dermaßen synchron nimmt und das schon im Jahr, das ist ein Wahnsinn. So, manche Dinge ändern sich nie. Wir sitzen erst mit 20 Sekunden da wie ein geistig Behinderter, schauen wir ein bisschen gegen den Wind und warten wir, bis wir uns selber hören, weil sonst macht das alles überhaupt keinen Sinn nicht. Macht hintenfahren keinen Sinn nicht. Keinen Sinn macht das! Wie gesagt, so. Was ist jetzt da? YouTube! Hallo? 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 Wie gesagt, ja, Zeit ist one. Kriminalfall. Nein! Nein! Maxel! Timmy Boy, kriegst du wieder heim? Goddammit! Dann noch bis nächstes Jahr. Schluss jetzt, lass mir wenigstens habe ich die Eisung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, habe Evans, Birger, Montag, 20.25, 20 Uhr, eingeschissen wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Ich hoffe, es hat keine Säcke, sondern Playstations und PC-Teile kagelt und an Silvester keine Raketen durchs Fenster. Weil irgendjemand nicht gewusst hat, wie es funktioniert. Haha, lustiger Spaß. Chris Koppen an! Da! Oh Gott. Leg mir da am Arsch. Die Scheißliste ist jetzt habe ich 10 Sekunden irgendwas gesagt. Oder? Die Scheißliste ist jetzt schon wieder 3/4 Kilometer lang. Maxi, merci dir. Timson, merci für den Resub. Simon, merci für den Resub. Nico, merci. Bugel, merci. Olivia, merci. Manu, merci. Maki, merci. Sepp, merci. Wolfgang, merci. So, habe ich währenddessen in der Zwischenzeit was zum Verzeihen. Was habe ich da? 2 Wochen lang. Wie schnell vergingen 2 Wochen? Ja! Herzlichen Glückwunsch. Die nachfolgenden Streams verschieben sich auf 2026. Bis dann. Hauptsache, der Sprenger schreibt seinen Scheißdreck ein, das ist wichtig. Manche Dinge ändern sich nie, wunderbar. Ganze Sauerfall ist noch da, zauberhaft. Herr Endlicher, merci dir, wer ist denn überhaupt da? Wo haben wir überhaupt? Ich kenne mich nicht aus. Das war bei Manu, Manu, genau so. Birgerin hat da Probleme mit A und A. Ich sag zum Beispiel Lachs. Ja, ich meine schon im Fisch. So, ja, du bist den ganz sauer. Ab. Lass mich mit deinem Schund. So, wie erst aber selbst Spieler, merci dir so. Erstmal wieder Schrauben andrehen. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung während dem Schmerzen und die Schrauben andrehen. Irgendjemand hat vor 2 Jahren mal gesagt, er ist gespannt, wann ich die Schrauben endlich andrehe. Die haben aus deutschem Kruppstahl. Ja gut, da müssen sie eigentlich schon lange herum sein. Egal. So, wo haben wir, wo? Ich kenne mich nicht aus, Leute. Franz, merci für den Resub. Timmy Boy, merci für den Euro Zitronen. Wo? Ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, was ich will, oder? Wo ich will, merci für den Resub. 70 Monate ist absolute utopische Scheiße. Das ist alles, was ich weiß. Zitronenband, merci dir. Ja, 17 Monate. Franz schreibt, lesen wir mal irgendwas dazwischen. War mir nicht schlecht. Chris Kodak, Bananen und kurz nice. Ebenfalls! Cyberfox! Birger und der Kreis schließt sich. Und der Kreis schließt sich. Ja, weiß nicht. Neues Jahr, neuer Job, neuer Bürger. Schön, dass wieder du bist. Schön, dass ihr da seid. Merci, ob es einen neuen Bürger gibt, das glaube ich nicht. Same shit, different year, sagt der I. Herr Bembel, merci für den Resubs sind for free! Mr. Bierman! Hallo und herzlich willkommen in Staffel 20.5.20. Quasi Staffel 8. Season 8 begins right now. Mr. Underdog! So, wie immer noch keine Tröte mit Knipfen. Ja, egal. The Weekend! Mr. Underdog, welcome to the squad. Ihr wisst, was das heißt. Wisst ihr es noch oder habt ihr es innerhalb von 2 Wochen vergessen? Saufe! Saufe! Mr. Underdog, Kuss auf die Nuss. Merci dir für deine Mitgliedschaft. Maxi, merci für den Resub. Na, Gaudichef, erst mir gut. Nice. Ebenfalls. Ich hoffe, du bist gut rumgerutscht. Bitte. Auf ein gutes Jahr 2025. Euch ebenfalls, selbstverständlich. Aufseher Jones und der große Morgenkreis. Verstehe ich nicht. Endlich hat der Montag, Mittwoch wieder einen Sinn. Misa! Wir sehen uns diesen Freitag auch um 20 Uhr. Geht's mit God of War weiter. So sieht's aus. Was? Ah ja, der holt ja nie, Ruane, oh geil, oida. Geil, Alter! Ja, natürlich habe ich keine Unterhosen noch. Dafür habe ich Zeitung auf dem Sitz. Immer. Die ist noch vom Horror Oktober. Die ist doch schon ein wenig brüchig. Aber das ist nicht so wichtig. Das ist wichtig. Sitzt sie gut. Hat sie gut eingesessen. Ist ergonomisch an meinem Arsch geformt. Wunderschön. Zauberhaft. Misa! Falls du das noch nicht weißt. Ja, gibt's ja vielleicht mehrere. Kommst du mal ins Discord hinein. Warum nicht? Der Kündige, die gibt mir jeden Sonntagabend gebe ich mir die Mühe, dass ich ein Bettel zusammenbaue und zusammenschreibe, was wir die kommende Woche tun. Dann kriegt ihr es auch mit, wenn am Freitag ein all of a sudden Stream von Planung her. Okay. Birgers linker Hoden, merci dir. Was mit dem rechten? Der spürt nichts mehr. So. Pro-Zuschauer, merci für den Resub. Mr. Richmond, merci. Fabal, merci. Andal, merci. Metzinator, merci. Luki, merci. Mila Mausi, merci. Kaip, merci. Ja, sag mal, wie viele Resubs kämen denn da?
Das ist jedes Mal. Ich darf keinen Urlaub mehr machen. Ich darf keine Pause mehr machen. Sitzen wir 3 Stunden da und schauen uns Resub so. Ich weiß es auch nicht. Schau vielleicht zu, wenn wir irgendwann lesen, weil Mila Mausi. So, Frauen werden ab jetzt bevorzugt übrigens. Da muss man wieder Sexismusvorwürfe anhören. Willkommen zurück, Meister, ein frohes neues Jahr. Auf ins Jahr 2025. Mila Mausi, genau so sieht's aus. Ebenfalls ein frohes Neues. Mr. Kaip, Habertritt auf ein neues Jahr. Bauer mich, Kuss auf die Nuss, Schödrapse, niemals vergessen. Habertritt, herzlich willkommen zurück. Herr Antichrist, mir ist wieder Reset, wer ist denn dran? Der Bauer mich, wo ist denn der in der Liste? Kann ich überhaupt so weit runterscrollen? Ich weiß nicht. Wo? Ich komme überhaupt nicht. Doch, da ist er. Jetzt kommt der Antichrist. Wo? Mann, ich muss die Listen größer machen und nicht mehr Vorschau-Battle, weil ich bald nichts mehr lesen kann. Wo haben wir ihn jetzt wieder? Ich rutsch und ich scroll einmal in meine Maus rein und alles ist fort. Kruzifix! Chill die Kniescheibe. Haben wir es jetzt dann bald. Spielst du COD auch noch fertig? Mr. Quattron? Nein. Ich sag, es ist COD, zahlt mir überhaupt nicht. Null. Es war zwar nicht so schlecht, wie angenommen, sage ich, wie es ist, aber die letzte Scheißmission, das ist mir einfach wurscht. Es ist mir einfach wurscht. Vielleicht, was ich viel lieber fertig spende, das ist Indiana Jones. Deswegen werden wir am Mittwoch nämlich auch gleich noch mehr Runden Indiana Jones spielen. Erstens, weil ich nicht mehr so viel Bock auf Stalker habe und Stalker ist einfach aussichtslos, dass wir das jemals fertig kriegen, weil das einfach ein 50-Stunden-Schinken ist. Aber Indiana Jones, glaube ich, ist irgendwo zwischen 10 und 15 Stunden angesiedelt, das kann man hinkriegen. Ja, außerdem ist Indiana Jones unerwartet gut. Und mit unerwartet gut meine ich wirklich unerwartet gut. Ja, wir haben uns den Trailer damals vor ziemlich genau einem Jahr, bevor es rausgekommen ist, angeschaut und da habe ich schon gemeint, okay, da kannst du darauf warten, dass das ein absoluter Totalausfall wird, aber ganz im Gegenteil. Gradler! Da war ich gesellt sich zum Rest des Sauhaufens, Herr Gradl-Huber, welcome to the squad. Kuss auf die Nuss, merci für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat, aber die Herr Huber, wenn ihr mitmacht, kriegt er uns mit der Peitsche und die Pistolfists in die Fresse. So, bei wem habe ich mich jetzt nicht bedankt? Alfons mit Shotgun, merci Wolfrig, merci Downlimit, merci Ockmanik, merci für den Euro. Gradlöber, merci für die Mitgliedschaft, Baudau, merci Hubersmerkel, merci Fabi, merci Langbeni, merci Schnucci, Berner. Kruzifix, sag einmal. Okay, der Ton funktioniert 2025 also auch noch, wunderbar. Der Chef, bitte, ich will morgen nicht wieder in die Arbeit. Ja. Das Lustige war, ich habe gestern in der Ankündigung reingeschrieben, heute in der Früh haben wir wieder alle lästig, weil wir E-Mails beantworten müssen. Irgendwann so um 12 Uhr auf die Nacht dann. So, ja, machst du mal langsam am PC aus, schaust mir 4 Uhr. Frau immer noch auf der Couch. Was ist das du da? Was möchtest du jetzt für mich? So, ja, muss ich morgen nicht arbeiten. Schaust mir so. Vollidiot, morgen ist ein Feiertag. Und ich so, Bruder, was? Zurück an den PC und nochmal bis 2 in der Früh Aram gespielt. Hab ich einfach, so wie es ist, ich hab's einfach übersehen. Komm vor. Wie? Feiertag? Versteh ich nicht. Hab ich nicht am Schirm. Oh, die Königin Elsa hat einen Urlaub. Wer ist denn dran? Lina, Dankeschön. Bürgers Rechter Hoden ist auch dabei. Ich wurde entfernt. Hashtag Leerzeichen. Ja, das sagst du. Vielleicht habe ich aber auch 3. Was ist mit den mittleren Hoden? Hm? Um den kümmert sich wieder keiner. Der wird die ganze Zeit, fühlt er sich sehr eingeengt. Wird von links und rechts dann auch mit. Wir unsere Politiker. Die Lina, merci dir. Gerald, merci dir. Weilmano, merci dir. Liesel, merci dir. So, haben wir es jetzt dann bald. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, dass wir uns weiterhin mit Indiana Jones beschäftigen. Ich habe auch offstream ein bisschen weiter gespielt, gestern, um genau zu sein. Hab leider Gottes ein kleines Futsal von der Hauptquest gemacht, ohne dass es gespannt. Aber nicht viel. Ich versuche es zu erklären, wenn wir jetzt dann um Punkt 10 Nacht zum Spiel anfangen. Ha, bin nur bis 17 ersten krank geschrieben. Was hast du denn da? Schwulnetz. Das Wort ist schon lange nicht mehr gefallen. Das ist eigentlich noch, wird man da gecancelt mittlerweile jetzt endlich oder nicht? Ja, was sei. Halt das bis 17. Ja, ich hoffe, du bist lange noch dabei. Du weißt das schon, wie es man. Wir wissen eh nicht mehr, wo wir waren. Ja, das wissen wir schon. Wir haben die Nebenquest gemacht, wo wir in dem Beichtstuhl drin dem anderen aufs Mal gerade haben, weil er seine Schwiegermann geschwängert hat. Das weiß ich auf alle Fälle noch. Ja, wir haben auch auf der Suche nach irgendeinem so komischen Katzending. Ich bin erst mal für 3 Monate krank geschrieben. Was? Du auf Schulter-OP gehabt, ja. Schmaler Grad zwischen Schulter und Schwule. Jesus Christ. Onkel Frankel auf ein neues, weiteres Biergerjahr. Onkel Frankel, Tante Anni. Haben wir mir jetzt dort Onkel und Tante auch schon hören, ja. Wenn du die Stalker 2 Streams strecken willst, suche Strelo.
Was? Der Daunted Coder. Wenn du die Stalker 2 Streams strecken will, suche Strelok. Ich verstehe nicht. Ich hab schon sauber einen Knochen abhobeln lassen. Da siehst du das? Jetzt sind wir beieinander. Gay! Mr. Andi baut mir erst wieder Zügel einerseits. Birger und der krosse Kreis. Quasi, wenn du den Opa zu lang am Grill liegen lässt. Sicher. Einmal Opa auf dem Grill, nie wieder runter. Mr. Two-Face, es geht wieder los. Fix. Goddammit, here we go again. So, 10 Norris, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank. Kuss auf die Nuss. Schön, dass noch alle da sind. Jetzt machen wir die Scheiße dazu. Ich starte im Hintergrund einmal das Spiel. Und dann versuche ich kurz zum Verklickern, was ich gestern gemacht habe in den Nebenquests. So unwichtig sind die Nebenquests gar nicht. Man findet nämlich da so Skillbücher und so weiter und so fort. Und da haben schon ein paar dabei, wo ich sage, hey, ja, das ist fucking useful. So ist das nicht. Zum Beispiel so einen Peitschenwirkler habe ich gekriegt und dann keinen habe ich aber noch nicht testen können, weil das war das letzte, was ich gestern da habe. So! Alle jetzt aus! Einzockt das Viech. Ich habe mir übrigens über Weihnachten auch alle Indiana Jones Filme angeschaut. Ich hab geschrieben nur 3, ich habe alle angeschaut. Den 4. habe ich abgebrochen, ich sag das, wie es ist. Da wenn ein Hindi sein Bub anfangen mit den Affen durch den Dschungel zum Schwingen, dann sag ich, ja, hau ab. Hau ab! Warte mal. Mike, mehr wie 68 Monate Bazooka-Job, mehr wie 6 Euro, Mr. Sweet Jesus, gutes Nice Burger. Freue mich schon auf die Season. Zeit ist geworden. Dankeschön, Leute, danke an alle. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Kuss auf die Nuss, Dankeschön. Bitte nun zurücklehnen. Übrigens, ein ganz großes Dankeschön, noch, bevor ich es wieder vergesse. Ich sage 5000 Mal Dankeschön für alles, aber 5000 haben wir schon auch nicht. Danke an den ganzen übernarrischen Squad, der sich über die ganze Weihnachtszeit irgendwas vom Jahresmerch genehmigt hat. Das war wieder absolut narrisch, wie es irgendwie jetzt mal ist. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, es hat den einen oder anderen Freude bereitet. Kuss auf die Nuss. Dankeschön. Der Nuvius, mehr ist wieder ein Resub und jetzt ist der Schluss. So, fällt uns möglicherweise auf, dass ich da ein Gewand habe, das wir letztes Mal noch nicht gehabt haben. Wir drücken mal auf Fortfahren und schauen mal, was passiert. So, jetzt bei so. Erstmal Knie knacksen, wunderbar, da sind wir. Das ist nämlich das Gewand von den Schwarztypen. Das haben wir noch nicht. Das haben wir damals noch nicht gehabt und da hätten wir uns sehr viel Stress erspart. Kriegt man eine Nebenquest. Die Nebenquests, die wir da gemacht haben, waren nicht so spektakulär wie die wir im Stream gemacht haben. So, was hat denn der da hinten für ein Problem? Warum schaut denn der schon wieder nach Krawall aus da? Der hat doch jetzt gerade so du, als da auf mich züge, oder nicht? Du Huren! Schaust lang gewinnst, du Penner. Das ist eigentlich alles. Die zweite Quest war, lass mich überlegen, die Fotos vom Brunnen machen, von den komischen Inschriften da. Da habe ich aber bloß 9 von 10 gefunden. Das heißt, die habe ich nicht abgeschlossen. Schade. Und das andere war in dieser Ausgrabungsstätte, die haben wir auch schon mal gesehen, so eine kleine Schrifttafel finden, wo so Hinweise das erste Mal auf den großen Kreis sind. Das einzige mittelmäßig spektakuläre, das passiert ist, man findet Briefe, dass wir beobachtet werden. Also wir werden von irgendwelchen Leuten bespitzelt und nicht nur mir, sondern auch der Henry Jones Senior. Und da kommen ein paar Kommentare vom Indy, seinem Vater und so weiter. Und das war's dann aber auch schon. Ansonsten habe ich nur leider einen Haufen Droschen, Schlüssel geklaut und sonst war nichts wirklich Weltbewegendes. Das heißt, jetzt passt es mir hoch. Den Brunnen untersuchen, die Kamera für Hinweise verwenden. Tagebuch. Mittlerweile, ich habe da gestern auch mal 1-2 Stunden in Ruhe mit diesem Menü verbracht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist was man besser machen hätte können, dass ich da nicht mit der, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie unkampert da, das links, rechts, oben, unten und die Karten da so in der Mitte und ich weiß auch nicht. So. Was wir mir im Stream machen werden, ist hauptsächlich die Hauptquest verfolgen, weil wir sonst nicht fertig werden. Sonst wird aus einem 12-13 Stunden Spiel wieder 30 Stunden Spiel und dann sitzen wir im April noch da. Das ist ja totaler Chaos. Außerdem mache ich das dann einfach off-stream und erkläre dann einfach jetzt mal kurz, wenn was Spektakuläres passiert ist. So sieht das aus. So, wir gehen in die Hauptquest, die gestohlene Katzenmumie. Laut Pergament befindet sich im Beichtbrunnen ein geheimer Eingang zum heiligen Kloster des Nephilim-Ordens. Und das habe ich leider Gottes gestern unbewusst gemacht, ohne dass ich die Quest aktiv gehabt habe, weil ich da vorbeigekommen bin. Und das schauen wir uns jetzt noch mal schnell an. Und dann sind wir eigentlich gleich schon wieder drin.
So. Map! Ja, nur 3 Leute im Chat haben es geschrieben. Ich bin enttäuscht. Ich bin maßlos enttäuscht. Ja, ich bin also aufgegangen und irgendwo da oben ist was zum Fotografieren. Von denen kleinen Inschriftenteile. Und dann bin ich halt da so aufgegangen und dann habe ich gesehen, das hier sieht verdächtig aus. Freunde der Sonne, das sieht verdächtig aus. Und dann bin ich da so hergegangen, so, was ist das? Wie man es kennt, Skyrim zum Beispiel, sollten die meisten kennen so mit, da ist ein Tier, da gehen wir rein. Ich weiß noch nicht, was ich da drin soll, aber egal. Wie viele Nebenquests hat man schon erledigt, bevor man überhaupt die Nebenquest kriegt. Und dann gehe ich da so rauf. Und dann habe ich so eine kleine Kralle gefunden. Mr. Dr. Jones, das war aber jetzt sehr behäbig. Was ist da los? Lucky, mir ist wieder ein Resub, Mr. der Fighter, da ebenfalls mir ist wieder ein Resub-Kuss aufs Nuss. Da müssen wir schnell schwingen. Ja, dann habe ich so eine komische Kralle einfach gefunden. Was ist denn das jetzt? Wieso? Hä? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Gestern habe ich mich da einfach immer aufgeschwungen. Ich weiß nicht, was da los ist. Oh, nochmal. Auf alle Fälle ist das da anscheinend der Eingang. Warte mal, wir können es ja einmal markieren. Wir haben genau da. Map! Im Übrigen. Und jetzt ist die Frage, wieso kann ich jetzt da? Jetzt mal Fragezeichen. Wie kann man sich gleich... Ich bin jetzt komplett behindert, oder was? Wie kann man sich gleich wieder die Peitschen aufgetun? Bin ich... Man hat da... Kannst du dich an dabei... Ja, das weiß ich, aber ich versuche herauszufinden, wie, ohne dass es mir oberhaut. How? Rechte Maus. Nicht klingt nicht. Das ist die ohne die. So, schwingen wir mal. Schwingen wir ein wenig. So, das habe ich gestern einfach nicht gebraucht und bis vor 3 Wochen, wo wir uns jetzt mal gespielt haben, da weiß ich das nicht mehr. So, dann war ich da herum. Dann habe ich schon gedacht, so, das schaut verdächtig aus und wieso ist da was zum Schwingen? Was ist da los? Und das habe ich dann auch gemacht, tue mir das runter und habe ihm, genau, dann habe ich gesehen, er hat eine versteckte, eine abgebrochene Kralle. Und dann habe ich gedacht, oh, was ist das? Habe kurz die Hauptquest aktiviert und habe geschaut, das ist die Hauptquest und habe sofort wieder aufgehört. So, mehr weiß ich nicht. Sie ist da noch dahergekommen. Wo ist denn sie? Da, die komische Tussi rennt da unten irgendwo umeinander. Ich weiß nicht, was ist. Da steht's. Da. Ist das jetzt ein Geheimgang? Babidi, babidi, bubidi. Ist mir egal, was sie für eine Scheiße labert, wird schon passen. So, jetzt stecken wir da mal die Kralle ein und schauen wir, was passiert. Perfekt. Perfekt. So, dann wird die da so ohne drehen. Das wird etwas passieren. Genau. Und dann fährt dieser Stab aus. Das habe ich da hinten schon gemacht. Ich meine, das ist einfach irgendeine Nebenquest oder irgendein Scheiß. Nö. So, das Problem ist jetzt... Da oben ist ein Drache. Hey, da... Sehe ich! Wow, das Die war wieder... Bestie und der Drache, das ist es. Geistreicher Beitrag. Gut, dass wir die dabei haben. Herzlichen Glückwunsch. So weit war ich auch schon. Hey, das ist ein Drache. Wow. Das hast du erst erkannt, nachdem die Kralle dran war. Naja. So, jetzt ist die Frage, man kann die drehen. Problem ist nur, ich drehe da jetzt einmal ohne, damit wir es einmal gesehen haben. Das war so. Ich weiß nicht wie weit, aber der war einfach mal so weit. Ist ja wurscht. So, jetzt gehen wir da oben. Wo geht's oben? Da geht's oben. Gehen wir her. Was möchtest du denn jetzt von mir? Aufpassen. Ich weiß, was ich tue. Ich war nicht so sicher, was hat denn dieses Brot, das ich mich da eingehalten habe? Leck mir da am Arsch. Kann ich mich da generell einhalten? Ja, tatsächlich. So, und zwar waren da 2 Inschriften. Die habe ich auch schon gelesen. Und da hat er vorgelesen, was draufsteht. Jetzt kann ich es nicht mehr lesen. Und ich weiß nicht, was ich mit den Drachen tun soll. Ich weiß nicht, ob es im Journal steht. Irgendwo. Karte der unteren Nekropole. Geheimer Eingang, heiliges Kloster, Nephilim-Morden. Der Axel von der Boot, da, Birgit, Drachen, müssen Sie anschauen. Dankeschön, für was habe ich euch dabei? So, man kann, das ist ein bisschen schwach gemacht, ganz ehrlich, ich konnte das nicht mehr anklicken da, damit ja nochmal irgendwo der Text steht, was ich tun muss damit. Also da war definitiv der Hinweis, was man mit den Drachen tun muss. Und dann muss ich jetzt wieder, na Gott sei Dank. Ich meine, ich muss mich da schon wieder drin irgendwo in der Weggeschichte anschwingen. So. Ansonsten will ich keine Tipps, außer ich hänge wirklich ganz narrisch irgendwo fest. Das war natürlich, steht da oder kannst sogar Latein. Nur die Breitere sind viel, ist das Latein? Ich hab keine Ahnung. So, drehen wir es wieder zurück aus. Das heißt, jemand. Nein! Ja gut, jetzt ist schon wurscht, jetzt können wir so auch weiter rein. Oh, ich hatte ein bisschen einen sehr, sehr toten Blick. Das ist der Henry Jones Jr. Währenddessen, dass er das Ding dreht, aber ist ja gut. So, machen wir so. Stopp! Okay.
dann schwingen wir uns da um. Und dann soll halt eigentlich da unten, also gehe ich mal davon aus, soll der Geheimgang ins... das war schon wieder beschissen knapp. Da hat es mich gestern nämlich auch mal runtergehauen. So, machen wir so. Nehmen wir den. Da habe ich gestern schon umeinander gedreht. Und habe mir gedacht, ja, keine Ahnung. Bis ich dann gespannt habe, hoppala, Hauptquest, da schleichen wir uns wieder. Unglaublich. Unglaublich! Oh, jetzt dreht sich der Drache da unten. Jetzt bockt er und schaut weg, oder was? Oh, da muss ich mit der Peitsche hin, hab ich schon gesehen. Ja. Warte mal, kann ich... Oh, Peitsche, bestigste Peitsche! EU-West. Peitschenruck. Bravo! Der Boden, er dreht sich. Das Sehen Sie das, Brunnenrätsel. ein Griff? Sehen Sie das? Kannst du Versuchen Sie, mal... ihn zu drücken. Sowas habe ich noch nie gesehen. Jesus Christ. Mir soll ich doch nicht dazu, halt dein dumme Fotzen, weil ich durchdrehe! Das Griff! Drucken einmal! Wow, toller Beitrag! Verschlossen? Ja. Übrigens, kannst du sehen, es sind zwei drin. Ja. Wird, wenn man die Griffe bewegt. Ich denke mir schon, ist die... Bitte halt die Schnauze, Weib. Please. Please. Und es ist egal, ob es ein Weiberleid ist oder nicht, falls jetzt wieder irgendjemand daheim sitzt und indirekt im Dreieck springt. Ich möchte halt selber anschauen. Da, was kann man das mit der Peitsche antüdeln? Nein, kann man nicht. Was sieht? Aha, da ist Wasser drin, ich seh's. Oh, was werden wir... Die Griffe erschienen, als der Brunnen sich drehte. Oh, wow. Oh, ist mir ein Foto machen? Das muss der Eingang sein, aber er ist verschlossen. Das muss der Eingang sein. Okay. Da ist links ist jemand ohne Arm. Rechts hat jemand einen schwarzen Arm da dort. Ja, dann werden wir schon irgendwas da müssen damit. Kann man da noch mal was fotografieren oder was? Warte mal. Immer wenn das Kamerasymbol links oben kommt. Oh, irgendwas da. Was ist mit den Griffen? Mein Gott, jetzt halt die Schnauze da draußen! Himmelfortan! Sehe da irgendwelche Griffe? Sehe da aber auch keine. Ich sehe die Griffe da oben natürlich schon. Aber nicht, wo ich damit interagieren kann. Kann ich mit der Peitsche hindüdeln? Nein. Warum nicht? Ist da schaut auch irgendwie verdächtig aus, das Ding. Versuchen wir, die Griffe zu drücken. Ah. Der Griffe. Plural. Frau. Sag nix. Oh, warte mal. Guck mal. Kein guter Winkel. Taufe. Reinigung von den Sünden. Jetzt hat sich quasi das Ding da drin dreht. Sehe ich das richtig? Aber so. Okay, den Sinn dahinter habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber so wurscht. So, jetzt können wir da irgendwas tun. Was haben wir der da? Mann einen Eimer. Mein Gott, jetzt Das ist ein halt die Augen! Gefäß, das Weihwasser für die Taufe enthält. Keine Ahnung, ich drücke irgendwo um eine Hand. Warum hält der Mann einen Eimer? Was weiß ich denn? Vielleicht ist ihm schlecht. Die heilige Stadt scheint voller Mysterien zu stecken. Wenn Sie wüssten, Schwester. Schauen wir mal. Ah, ja. Ja, ziehen wir mal an, schauen, was passiert. Kommt der Weiße daher. Schauen wir, was wir da damit tun können. Können wir das jetzt da umgegossen, oder was? Ah! Weiß ich nicht, ob jetzt da jetzt die 18 Kommentare von dem Werbele braucht hätte, aber wir werden sehen. Schleich dich. Ich kann übrigens die ganzen
bis auf die letzten 2 Indiana Jones Filme, kann ich jedem empfehlen. Ah, jetzt Moment mal. Das heißt, wir haben jetzt die... Verschlossen? Ja, halt die Klappe! Verstehe. Ja, wir nehmen jetzt... Ja, ich weiß, da ist ein Schalter. Geil, wir sehen mehr so viel in Drilling. Die heute gibt's bloß damit Blinde auch mitspringen. Ja, ich glaube auch. Oder halt komplett geistig Behinderte. Gibt's einen Mod dafür, dass man die Tussi ausschaltet? Wir können schon umeinander rennen, aber ich soll gefälligst im Maul hin. So, was haben wir jetzt? Ach so. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir da Das sind. Was bedeutet das? Machen wir das mal aus. Könnte die Binsenlade sein, in der Moses den Nil hinabgetrieben ist. Binsenlade? Sieht nicht nach kleinen Karl, dann Moses mir wieder ein Resub. So. Ach so. Wie sind So. Sie hierauf gestoßen? Muss man die Dinge... Da steckte dieses alte Schriftstück in einem... Sparen wir uns das Oh für Gott. später auf. Das ist ein Rätsel, die mag der Birger ganz gern. Vor allem weiß ich nicht so hundertprozentig, was... Ach, man kann das außer nicht Ding. Was genau soll denn jetzt da? Ich habe gar keinen Anhaltspunkt, wo die zwei Holzbalken überhaupt hingehen. Außerdem ist das eine Holzstückel jetzt da oben gefallen, das kriege ich nie wieder raus, also geht das richtig. Warte mal, jetzt ziehen wir mal da nochmal hoch, schauen wir, was passiert. Soll da nicht das Ding reinfahren? Was passiert da, glaube ich? Ach, da fährt das Ding rein. Und wenn ich es dann drehe, was passiert dann? Mittlere kann man anscheinend auch separat rein. Ja. Also ich verstehe natürlich, wie das Rätsel funktioniert, aber ich weiß nicht, wo sollen die Holzstückerl hin. Warte mal. Eins nach unten, eins nach rechts ein oder was? Jetzt habe ich es verstanden. Das muss da quasi... Jetzt habe ich es verstanden. Ding muss wahrscheinlich auf die rechte Seite noch fahren, sehe ich das richtig? Hab's schon verstanden. Ziehen wir das zurück aus. Das heißt... Nur mit zur Veranschaulichung. Das muss so. Aber das Holzstückerl muss unten dann oben fallen. Jetzt pass auf. Machen wir es so. Lausbuhr! Kriegst einen gedämpften, pass auf. Im Schattenmikrofon. Lausbuhr, Schluss! Schluss aus, Pfui! Schön, dass du wieder da bist. Gut, nice. Hoffe, gut rübergekommen. Bitte. Ich hoffe, du auch. 50 ist 2 und du weißt es aber, wie oft habe ich dir das schon gesagt. Dankeschön dir. Kuss auf die Nuss. Schluss aus. Pfui Deivi. Birger und Rätsel lösen, wie ich es vermisst habe. Mr. Real gut, geil. Weil jetzt da, ich lege mein Brief und Siegel wieder. 90% sitzen genauso daheim wie ich da gerade. Was soll ich machen? Ich verstehe es nicht. Jetzt habe ich es verstanden. Verstehen Sie? Lausbub, merci dir. Zu viel, weißt du selber, was es ist. So, jetzt drehen wir die außen Scheiben. Ist ein Unterschied, ob ich da die ganz außen nicht drehe? Nein. Mein Gott, hau damit du ab jetzt! Weiber, Alter, Weiber. Und dann machen wir so. Zack. Und nochmal. Ja. Jetzt fällst du da oben. Oh, das war's noch nicht ganz. Die äußere Ding hat auch noch. Das habe ich jetzt nicht übersehen. Irgendwann ist mir einfach, aber ist wurscht. Machen wir jetzt so. Tut's nachdenken? Nein. Nach rechts dran. Nach rechts dran. Alles brav. Müssen wir das innen nicht noch mit rein? Heft nicht. Heft nicht! Hau dir mal so nicht hin. So.
Ich habe nicht gesehen, dass das außen nur 3 Dinge hat, sondern bloß... So. Ja, so auch nicht. Ja, kriegen wir schon. Nur Geduld. Ja? Rätsel sind mein Endboss. Wissen wir's. Wissen wir alle, wenn wir da sind. Arbeite dran. Ja. Lassen wir das Holzstückel da oben wieder reinfallen. Jetzt muss ich Ding vorher birgen. Ding einmal schnell vorher. Ja. Dann ist da unten, dann ist... Nein. Irgendwas wieder mitten rein. Na, falsche Richtung. So. So, in die Mitte rein. Wieso kann ich jetzt... Wieso dran sind jetzt nicht mehr beide? Das möchte nicht von mir. Aber das Holzstückchen nicht mehr drin steckt, ich verstehe. Lass mich kurz nachdenken. Jetzt mache ich wieder Schuhe draus. Jetzt bitte. So, schau her. Nein, ich will keine Schuhe draus! Weil da ist er nicht Ring! Nein! Da ist er, die Ringe sind 2 Ringe aufteilt, Birge, du Vollidiot! Fast! Jetzt 10% fein, Kinder! Jetzt müssen wir heute nochmal in den... Ach, geh. Nochmal die komplette Scheiße da rundum dran legen, wir am Arsch. Ja, Mr. Fisch, hier macht er das absichtlich. Bla 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 bla, Schmerzhaum bist du. So ist, was ich weiß. So, voll du mit da. Nein. So, jetzt lassen wir mal schnell die Mitten. Jetzt kommen die 2 Eiser nämlich unabhängig voneinander dran. Das heißt... So war es theoretisch richtig. Aber jetzt müssen wir einfach alles, was da ist, einmal nach unten dran. Damit es da unten rausfallen kann. Sehe ich das richtig? Ja, denke ich schon. So, kriegen wir schon. Halt, stopp, bis da unter Loch nice, ne? So, wunderschön. Jetzt nehmen wir... Kann ich das... die Eisen 2 Ringe jetzt unabhängig voneinander drehen? Ja, kann ich. Herzlichen Glückwunsch. Oh. I have a very bad feeling about this. Warte mal. Es ist mein Endboss schon wieder. Ich muss schon wieder aufgeben. Nochmal zurückgefahren. Hilft dir nicht. Sitzen wir halt noch eine Zeit da. Tu dich nicht runter. Jetzt pass auf. So, jetzt schauen wir doch eigentlich ganz gut aus. Wieso fahren wir jetzt nicht einfach einmal das Ding runter? Wieso drehen wir jetzt eigentlich nicht einmal alles nach unten? Warte mal. So, sehr gut. Da wollte ich hin. Achtung. So. Ja. Vernünftig. Nochmal herunten. Ja. So, und jetzt drehen wir mitten. Was soll man jetzt eigentlich hier machen? Jetzt vorwicken. Jetzt, wenn das in der Mitte runtergefallen war, hätte ich hergeschissen. Das soll das ist. Absolutes Pro-Gaming! Kein scheiß Tonmächtig werden! Von euch Backseat-Spackos! Das war's, Strambo. Ja, Strambo, Sieht so gut, dass wir aus. die dabei haben. Da holst du wieder die Futzen, gell? Da bist du wieder Start. Schau, dass du aus dem Brunnen rausschleichst. Rind! So, wo haben wir? Da haben wir. Und jetzt so, also das geht immer noch auf. Ja, haben wir Zeit. First try, zero depth, Maulhalten im Chat. Foto vergessen nicht. Scheiß mir auf das Foto, ich hab so viele Punkte, ich brauche ein Foto. Da, ich mach nur mehr ein Foto. Ich mach ein Foto von deinem Mann. Ah, Entschuldigung, ich hab keinen Weitwinkel. So, was hat er jetzt gesagt? Ich schirme jetzt einfach zu dir ein. Da.
Siehst du das? Ich habe das dumpfe Gefühl, da kommen noch sehr viel mehr Rätsel, das wird ein großer Spaß. Ein großer Spaß für alle Beteiligten. Also, sollen wir da reingehen? Nein, Na du, ich gehe rein. Kaufen wir Sie noch bleiben. Spaghetti Bolognese in der Stadt drin. Die Und Lady lässt sich nicht abwimmeln. Jawohl, Ton. Was für Ton? Oh mio Dio. Da geht es tief runter, oder? Wer ist die? Oh, das ist Gina, Seien Sie vorsichtig. die Wilde. Das bin ich immer Alles Strabo. unter dem gelben Rahmen, liest du nicht mehr vor. Na! Du ja nicht! 2025! The New Me! Nur fürs Protokoll. Steht überhaupt. Zwischen ihrer Das ist jetzt der Katze und große meiner Kreis. Schwester besteht eine Wo? Verbindung. Stimmt eigentlich. Natürlich sind quasi Sie das. durchgespielt. Und Voss ist die Verbindung. Jetzt hier. Schluss jetzt. Darum der Netterei. Am Caster. Warum bin ich jetzt in der Lavahöhle? Was ist denn jetzt kaputt, Alter? Kann ich da gehen? Meine zündelt's ganz schön auf. Karte freigeschaltet. Karte des Untergrundes. Oh. Wow, so eine spitzenmäßige Karte, du. Aber die wird sich wahrscheinlich erweitern, wenn wir weiter vordringen. Freilich, da ist Lava im Boden und da ist ein Hebel, den drücken wir erst einmal, damit nichts passiert. Noch ein Foto. Muss ich schon wieder mal tackeln davon. Irgendwas mit Flammen. Was steht da, Professor? Wir haben einen absoluten Genius da. Irgendwas mit Flammen. Wow. Was du weißt, wer? Was ist denn mit dir? Das ist ein Schlaganfall. Gute Frau. So, was steht da? Et in flammis moriuntur. Alle, kannst du mich fahren. Du mich fotografieren, du. Beherzigt die Prüfungen des Augur. Kühne jagen den Ruhm und vergehen in Flammen. Oh. Würdige wählen den Weg weise und treten ein. Vergehen in Flammen. Das steht da so. Was ist denn mit dir? Lustig. Ja, klingt super lustig! Da, Foto kannst du haben! Vom der Scheißen! Die ist nicht einmal zum Fotografieren gekriegt, ne? So, der bußfertige Mann wird bestehen. Sag ich das richtig? Über den Google-Translator auf der Kamera-App, ja. Das Boah, leck mir jetzt erschrocken! Alles in Ordnung? Halt dein Maul jetzt da oben! Bestens. Erste Prüfung gefunden. Jo, Es schreibt man schließt sich wieder. Ja, Gott sei Dank, dann Was holst du tun mal! Sie denn da? Halt jetzt dein Maul da oben! Was glauben Sie denn? Uns hier rausbekommen? Kruzifix. So. Schaut nicht gesund aus, der Hören. Das schaut auch überhaupt nicht gesund aus. Kammer des Leids. Super. Oh, da sind Sie ja. Nein! Ja, gnädigste. Ab! Ich hab gehofft, dass ich einfach einmal fort ist, aber gut. Was ist denn das für eine Riesenkeule? Das schaut aus wie ein Zweihänder aus Elden Ring. Da gehen wir jetzt mal auf. Werden das. Ach Gott im Himmel. Ja! Lass mich wenigstens nicht da versaugen. Das scheint eine Art Test zu sein. In vielen Kulturen gibt es Mut, Geschicklichkeits- oder Wissensprüfungen, die den Übergang ins Erwachsenenleben markieren. Wieso hinten das da? Ich glaube nicht, dass das da hinkt. Die Frage ist, wer man erwischt, wenn man jetzt da rum ist. Ich probier's jetzt einfach, ist mir wurscht. Die erste Tod für mich. Nein, nicht! Oh. Du Vollidiot! Kommt man da rauf? Okay, man braucht nicht zu sprinten beim Springen. Hab ich schon gesehen. Du bleibst schön da oben. So, haben wir schon da. Achtung! Hoffentlich bleibst du. Achso, du springst einfach rum, als wenn ich's wieder hab. Kann ich das Ding irgendwie festhalten? Kann ich es irgendwie in die scheiß Riesenkeule einzwingen? Da gibt's eine Kahlpeitschen. So sieht's aus. So, Ja, haben nicht wir. so schlecht. Oder? Gar nicht so schlecht. Ich war lieber ein Lord da, sag ich, was ist. Was ist das hier? Das schaut viel verrückt aus. Hier drin ist alles so riesig. Mein Wie für Gott. Riesen geschaffen. Hoffentlich ist die nicht immer Riesen dabei. gibt es nicht wirklich, Dr. Jones. So, Ja, ich öfters. was haben wir da? I'm a simple man. I see a Hebe. Was steht da? Erstmal fotografieren. Meistere die Prüfungen von Silber und Gold. Schmiede die heiligen Schlüssel.
Prüfungen abschließen. Silber, Gold. Ist das Silber? Ist das Gold? Ich sehe es nicht richtig. Licht ist so schlecht. Haben wir da? Ja, da ziehen wir jetzt einfach mal und schauen wir, was passiert. Das scheint mir Silber zu sein und das ist eine Schlüsselform. Kommt da flüssiges Gold aus, das sage ich das richtig? Oder ist es einfach nur Wasser? Oder was ist es denn? Ich verstehe es nicht. Ja, werden wir schon herausfinden. Was ist da? Die schauen auch aus, als würden sie was halten. Den wir mal den Hebel da betätigen. Pull the lever! Krank! Aha. Achtung, dummer Kommentar, da ist eine Tür aufgegangen. Dr. Jones, der Schild auf der Statue hat sich bewegt. Ja, durch die Blume das gleiche. Gehen wir erstmal da rein. Kamera weg. Gehen wir erstmal da rein. Schauen wir, was da drin los ist. Ist da was los? Wieder Ratzen gehört. Gibt's eigentlich da irgend so mystische Vieh? Konnten die Geistlichen all das geheim halten? Wir haben Gewöhnliche Frauen... Priester haben hiervon keine Ahnung. Von Sag's nicht. diesen Geheimorden weiß nur ein kleiner Kreis im Vatikan. No, da haben wir wieder was. Was ist da los? Was steht da? Kamm. Wenn du durchs Feuer der Sünde gehst, gib das Geheimnis nicht preis. Dann wird keine Flamme dich versengen. Das klingt aber nicht sehr gut. Silberprüfung. Habe das Gefühl, this is not good. This is not good. Was ist das? Weiß nicht. Muss Teil der Prüfung sein. Ja, ist recht. Halt die Schnauze jetzt. Da haben wir was gefunden. Was ist das? Steintafel. Darf ich mal? Dieses Durchs komische Feuer gehen. Das stammt von Jesaja. Ist das wörtlich zu verstehen? Ich hab doch da gerade dieselben Zeichen da drauf gesehen. Ha! Der Schlüssel ist ja das. Das ist übel. Und? Verbrannt? Ja, dürfte wörtlich gemeint sein. Strambo! Ich stecke fest! Moment, ich kümmere mich drum. Was soll ich mich da lang kümmern, Alter? Ah, da gibt's Dinge zum Schwingen. Sie wissen auch, was sie tun? Ja, nicht wirklich. Ja, natürlich. Das Tor muss sich irgendwie öffnen lassen. Okay, Schon klar. Muss ein Test sein. muss ein Test sein. Da geht nochmal ein Schlüssel rein. Kann ich den anderen Schlüssel außer Tor? Nicht wirklich, oder? Da muss ich eine zusätzliche Steintafel finden. So, dann schwingen wir mal etwas sicherer. So, kann ich das Ding... Das kann man ja nicht mehr außer dort. Gehen wir auf der anderen Seite nochmal. Schwingen. Sauber schwingen. Okay. So. Na, geben Sie sie mir! Ich bringe sie rüber! Ah, dass du auch mal was zum Brauchen bist, da. Hier. Okay. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Das heißt jetzt quasi, ich da nichts mehr schwingen. Sehe ich das richtig? Ich denke schon. Aber das ist jetzt mal ausgeschwungen wird. Oh, was ist da? Na. Kann ich mich jetzt da umschwingen oder nicht? Es wird heißer! Ja. Vorsicht! Okay, das mit Umschwingen hat sich erledigt. Dieser scheiß Aufgang ist doch da nicht zur Gaudi. Kann ich Fackel nehmen? Nein, kann ich nicht. Ist das heiß? Druckluft? Kann aber da nicht auf, oder? Doch, kann ich schon. Das ist vorher gerade nicht. Komm ums Eck. Ja. Kriegen wir schon. Die Steintafel der alten über den Schädel ziehen, bitte. Wenn es geht, ist das erste, was ich tue. So, die Frage ist, wie kommen jetzt da? Kann ich mich da runter? Kann ich mich da? Oder geht's noch weiter? Geht noch weiter? Indy! Move! Komm ich ums Eck, jawohl. Haben wir schon unterwegs. Fallen lassen, bitte. Ich darf mich gerne fallen lassen. E, Q, F, U, rechte Maustaste, keine Ahnung, was. Was soll denn das jetzt? Oder komm ich da auch nicht mehr um? Doch, komm ich schon um. Was ist der? Hallo! Runterfallen! Leertaste! Lass mal ihn fallen, möchtest du mich verarschen? Deine Auster ist aufgebaut, ruhe dich aus, um sie zu regenerieren. Na, möchte ich fallen! Hallo? Steuerung? Ah. Auf Ducken. Macht Sinn.
So, die Frage ist, was haben wir jetzt da? Geht das Ding noch? Geht das noch? Ich weiß nicht! Ja, jetzt mal ein bisschen in den fallen lassen mit Steuerung bei mir nicht, bei mir ist Drucker auf X. Fragt's nicht. Frag mal nicht warum. So, wo ist jetzt die alte? Gib Steintafel. Da! Steintafel, gib. Danke für die Hilfe. Easy. Easiest Prüfung auf mein Life. Los, los! Weg, so. Und was ist mit dem Feuer? Sie müssen da irgendwie drüber! Los! Ich hab nicht viel Zeit! Du bist lustig, Alter! Da wird der Popo ganz heiß. Heißer Popo. Geschafft! Johannes! Schenk uns Österreich! Das war mir ja klar, sobald der goldene Rahmen aufploppt ist, der kann nur aus Österreich kommen. Woanders kommt er nicht her. Hansi, Kuss auf die Nuss, wie hast du die Schiene gerissen an unsere Lieblingsnachbarn? Schluss jetzt mit der Donetterei. Wir müssen einen Meter machen. Mach die Meter rein jetzt! So. Knusprige Prüfung. Hansi, merci dir. Timmy Boy, merci. Von hinten, merci. Simon, merci. Bernie, merci. Handkerchief, merci. Lausbuhr, merci. So. Nicht, dass wieder irgendjemand Zum Glück benachteiligt sind wir da raus. So. Gut, dass du immer nur deine Kommentare geben kannst und ich dir die Steintafel nicht wie Kreditkarten durch die Kachel ziehen kann. Ist das Ding, in dem Schmiede arbeiten? Una Fogina. Eine Schmiede. Ah, hätte ich ahnen können. Schmiede. Zünden wir einfach mal. Okay. Die kleinen Flammen heizen jetzt da oben den Kessel ein, oder wie es versteht ist. Ich haupt da. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Ah, gefällt mir nicht. Ah ja. Aha, und jetzt müssen wir da das Wasser drauf lassen und dann haben wir Sehen den Sie, Schlüssel geschmiedet. Das Metall fließt in die Form. Ja, ich sehe es! Ich Allerdings. sehe es! Allerdings, wunderbar, gut, dass wir die dabei haben. Nice! So, es war tatsächlich ein Ich Wasser. habe gleich gewusst, dass Sie kein Priester sind. Ja, ich habe Priester gleich sind gewusst, dass du sauber immer den malen kannst. und ordentlich. Silberne Schlüssel, ein Schlüssel für das Hey, geheime Kloster in der ich Schmiede, dusche. bla bla bla. Das pass Im mir auf. Außendienst vielleicht Wo weniger geht der häufig. Schlüssel hin? Wahrscheinlich da vorne ins Tierlein, möchte ich mal behaupten. Heute ist ein guter Tag für Österreich. Hashtag Kickel. Das müsst ihr entscheiden. Kann ich nicht, kann ich nicht. Herr Gryffindor! Oh! Merci für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat habe ich die Ehre, Herr Gryffindor. Da feiert übrigens eine Ehre. Merke ich gerade. So, Silberschlüssel. Wir, Die Schlüssel Petri. ob wir die heiligen Schlüssel schmieden müssen? Ist wahrscheinlich. Oh, der wird halt noch aufpassen. Jesus Christ. Ob man die Schlüssel schmieden. Also, ohne Scheiße. Ne? Hau mal heute Fotzen! Depper die Alte. So, Goldprüfung! Oh, Jesus Christ. So. Der andere Schild hat sich bewegt. Ja, echt? Geil. Wenn es so gut ist, ist es wirklich fabelhaft, dass wir die dabei haben. Oh Gott, das werde ich noch so oft sagen. So, zwischengespeichert. Was hat die goldene Prüfung für uns? Müssen wir den goldenen Schlüssel schmieden? Schmieden? Gibt's da was? Gibt's da? Da ist ein Loch! Ich hab's genau gesehen. Good old Loch-Finding. Das weiß ich, was ich kann. So. Was ist da? Ah, da muss wahrscheinlich so eine Büste, haben wir schon mal gehört. Hashtag büstige Büste. Da ist eine Büste, schau hin. Dann haben wir das Ding hier, das wucht man da auf. Den Schalter haben wir schon mal gehört und den erinnere ich mich. Geschafft. Das Gewicht reicht aus. Ich erinnere mich. Sehr gut, Jones. Imse King. Imse King wahrscheinlich besser. Merci dir. Mehr Donaten, nein! Schluss aus, pfui. Dankeschön. Kuss auf die Nuss. Nehmt den Donation-Link in der Beschreibung her und nicht einen YouTube-Superchat. Ihr Zipfi Adams. Habe ich euch schon 5000 Mal gesagt. Dankeschön, dennoch. Natürlich. Ist ja klar. Ist ja klar. So, jetzt gehen wir da raus. Geheimnis gefunden. Ein geheimes Geheimnis. Was ist das denn nur altes Relikt? Was ist denn dieser antiker Dildo? Ein merkwürdiges, handgeschnitztes Steinobjekt prähistorischen Ursprungs. Der kommt auch in die Sammlung. Rein in die Sammlung. Okay, weiter geht's. Ich habe noch nie einen solchen Ort gesehen. Die Erforschung alter Katakomben gehört wohl nicht zu Ihrem journalistischen Alter. Nein, ich belausche Schaut sonst schon wieder geheime wütend aus. Treffen der Faschisten Ah, oder schaut Berichte wütend von der aus. Front in Äthiopien. Du, es Aber interessiert das mich ein ist Scheißdreck, neu. was du für eine Scheißstory aus Äthiopien verzeihst. Du bist doch nicht ganz sauber, bist du nicht. Wo bist du jetzt da umgesprungen über den Steuer? Lass mich mal umziehen. So.
Warte mal. Hoppala, nicht zuhauen. Der Archäologen-Sepp geht in so ein Loch runter, gefreut sich, dass er irgendwas krass gefunden hat, sagt der Inschrift. Erinnert mich an ASDF-Movie. Why you do this? So, machen wir Foto. Möge das Licht deinen Weg erhellen. Oh, kurze, knappe Information. Möge das Licht. Prüfung des goldenen Pfahls. Ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, wenn ich da jetzt aufsteige, wie einfach im Popo pudert. Ziemlich heiß hier drin. Ja, gut. Hm? Die Sache ist Ihnen zu heiß? Was der man jetzt da? Niemals. Ich bin Journalistin. Da kann ich mich festhalten. Gut. Darum kann ich mich. Ich steige jetzt Denn mit es auf. wird noch verdammt viel heißer als jetzt. Gehen wir mal. Ah ja, da hinten ist ein Schalter. Und wenn ich den betätige, dann wird wahrscheinlich. Schauen wir mal da rundum. Ich glaube fast, die Statuen beobachten mich. Ja, leg noch mal schön. Sicher? Muss jetzt so eine alte kommen und das Spiel Irgendwie versauen, gefährlich sag. aus. Hä? Hä? Das ist das Sepp, hat's das wieder braucht? Ob's das braucht, dann frage ich mich! Na nicht, it just works! Vorsicht! Ah, was brennt! Wieso hab ich Alles das gut, alles gut. Dio mio. Die mögen hier wirklich keine Besucher, was? Nur ein ganz normaler Arbeitstag. Versuchen wir was anderes. Versuchen wir was anderes. Recht viele Optionen gibt's nicht außer den Gang da. Doch, die Option gibt's noch. Was kennen die Dinge? Was kennen denn die? Was kann das Ding? Weiß ich nicht. Ich geh mir da mit der Peitsche nicht. Aber die Frage ist... Hat da Kantenmaler ohne gestrichen, sehe ich das richtig? Haben wir nochmal oben. Dann fahren wir das Ding einmal ganz her und dann schauen wir uns, ob wir da viel auf... Was passiert denn jetzt für ein Schmarrn? Okay. Komm, aber mit der Peitschen. So. Hansi! Welcome to the school! Merci für die Mitgliedschaft. Auch bei den Chat habe ich einen Hansi. Kuss auf die Nuss. Dankeschön. Und dann den Oli, merci für den Resub. Also, jetzt fahren wir jetzt mal ganz her, das Ding. Kann man da irgendwas machen? Ich fahre jetzt einfach einmal auch ganz her. Aber weil mich interessiert, was das Scheiß dran tut. Jetzt. Ach, da drunter brennt's dann, oder was? Hä? Kann ich mich da natürlich nicht mehr aufschwingen. Ist eh klar. Let me have a look. Was denn die Dinge? Das lassen wir mal da, aber da wollen wir uns festhalten. Die Frage ist, ob wir uns festhalten können, wenn das Ding unten drunter brennt. Fängt das irgendwo anders auch zum Brennen an, wenn ich... Ah, das Licht weist dir den Weg, heißt's. Darum lassen wir das jetzt einmal genau so und so. Oh, ist nicht sehr genau, aber es ist wurscht. Oh, ich verstehe jetzt ganz, was es mir bringt. Die zwei kann ich nicht verschirmen, oder wie? Ach, die kann ich bloß auf der anderen Seite verschirmen. Und da komme ich bloß da oben rein. Ich verstehe. Da haben wir irgendwas ansteigen können. Aber was bringt es mir, wenn ich mich da ohne hing? Schauen wir einfach mal, ob es geht. Gina, helfen Sie mir mit den Ketten, okay? Das habe ich halt gekauft. Komme. Ah, brave Mieze! Solange es währenddessen die Goschen anhältst, ist alles cool. Dann kann ich da irgendwie ums Eck kommen oder so. Nein. Mal. So. Haben wir schon da. Haben wir schon da! Sehr gut. Sehr gut! Ausnahmsweise hat die Mieze mal was richtig gemacht. Jetzt schauen wir da mal, wann es da zum Brennen ist. Das genau drüber? Naja, solange es gliedert wird, schon passen. Dann gehen wir da hier. Da mal. Nö. Ja. Das looks good.
This looks so fine. So, jetzt muss die Tür auch von innen aufgehen. Jawohl. Das tut sie wohl. Na, so nicht. So nicht! Ganz auf mal. Wunderbar. So. 3, 5, 2, 4. 3, 5, 2, 4. Hab nämlich das Gefühl, dass ich mir das jetzt merken muss. Und jetzt dann gleich alles zum Brennen anfängt, außer die 4 Dinger. Oder die fallen runter und machen aus. Oder, ja, wir werden mal sehen, was passiert. 3, 5, 2, 4. Dankeschön. Notizen im Chat gemacht. Automatisch. Sehr gut. Oh, ciao. Sie haben es geschafft. Ach, hatten Sie Zweifel? Natürlich nicht. Da habe ich jetzt mehr Arbeit. Geht schon. Da reingeschmiedet ins Mistviech. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Ja. Da haben wir uns schon wieder Sachen ausdenkt, die passieren, die gar nicht passieren. Das ist natürlich nichts. So. Außer mit dem Goldschund. Ist der Schund drin? Hopp, hopp. Zeitschluck. Was ist an Ihrer Katze? Das muss auf alle Fälle so flüssiges Stickstoff Alle meine Funde sein. sind etwas Besonderes. Und das Doch nur instant einer ist. wurde von einem Agenten des Vatikan gestohlen, der in mein Museum eingebrochen ist und mit mir darum gekämpft hat. Irgendetwas stinkt hier zum Himmel und ich muss wissen, was. Da hat er recht, der Indianer. Okay, öffnen wir es. Okay, öffnen wir es. Ja, das war jetzt keine sonderlich krasse Prüfung. Also, da hat mich das Eingangsrätsel hat mich schon mehr beschäftigt. Tu dir mal nicht ab. Geheimnis. Sitz einer Geheimorganisation, die seit über einem Jahrhundert im Vatikan agiert. Dieser Ort muss uralt sein. 6. Jahrhundert, schätze ich. Dr. Jones, Lichter. Wo? Hier war jemand. Nach Hinweisen suchen. Das Kloster nach Hinweisen durchsuchen. Das schaut doch wertvoll aus. Das gehört in ein Museum! Da haben so komische Lehe. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was sich finden lässt. Ich laufe auf alle Fälle von der Alten davor, weil die geben auf den Sack. Tschüss dann. Ja. Wenn jetzt da auch wieder irgendein Nazi-Geschwerle herunter schleicht, dann kriege ich aber einen Vogel. So sieht das aus. Da kann man schwingen, das tun wir aber noch nicht. Faszinierend, dass er das direkt nach dem Gießen anfassen kann. Gegossenes Metall braucht normal mindestens eine Stunde, bis es handwarm ist. Deswegen sage ich ja, flüssiger Stickstoff kommt da raus. Das ist instant eiskalt. Ja, was haben wir da? Verschlossen. Kein Schloss hält mich auf. Du wärst ja den nicht einmal bloß Blätter herin, sondern irgendwas zum Bra sein. Nice! Sehr gut! Hoppala, die ist mal ausgekommen. Ups. So, oh, da, was blinkt. Was da? Ja, Skriptorium. Geschichte der ein Bericht der Kreuzzüge. Kreuzzüge. Ein altes Buch zur Geschichte der Kreuzzüge. Offenbar aus dem Mittelalter. Der komplette Titel lautet Geschichte der Kreuzzüge und der heiligen Gefäße der großen Heimholung. Was auch immer die Heimholung ist. Ja, was? Nimm's halt mit! Dann legen wir es wieder hin. Da nicht. Was haben wir da? Diese Bibelversion kenne ich nicht. Biblia Sacra. Sackelzement Sachsen die Sacra. Eine sehr alte Bibel, die im warm. Er könnte wiederkommen. Eine sehr alte Bibel, die im Halte Ausschau. Eine sehr alte Bibel, die im historischen Kanon des heiligsten Textes nicht auftaucht. Biscotti, das ist mit Sicherheit noch nicht angestanden und kaputt. Scheint geht's der Kaffeetasse nochmal her und schön. Was haben wir da noch? Diesmal ist die richtige, wenn der Katze hinkommt. Zum Ursprung des Ordens der Nephilim. Nephilim. Was ist das? Hebräisch für Riese. Spätere gefallene Engel, jüdisch-christliche Mythologie. Das muss eine Art Geschichtswerk sein oder ein Ursprungsmythos. Als die christliche Kirche entstand, schwor ein Stamm von Riesen Petrus die Treue, um für die Sünde ihrer Ahnen zu büßen.
Oh, das klingt sehr wissenschaftlich. Mythos oder Historie? Beides nur Deutungsweisen der Vergangenheit. Genau, hat man das jetzt gesagt? Ich verstehe nicht. Was haben wir da? Bruder Locus reiste in die neue Welt und lokalisierte das Wort in einer Schule. Locus, hm? Bruder Locus wurde bei der Bergung leicht verletzt. Von wegen leicht. Es hatte die Form einer Katze und wurde in der Kammer für esoterische Artefakte deponiert. Wir müssen diese Kammer finden, Gina. Vielleicht gibt es hier Hinweise. Gina Wild und die Kammer des Schreckens. Was stimmt mit dem Bild nicht? Letus, Locus. Kunstkritikerin, was? Ein Gebetsbuch. Dieses merkwürdige Buch enthält ungewöhnliche Gebete, die man in den traditionellen religiösen Quellen nicht findet. Was ist das da alles? Herr der Ringe 1 bis 3. Und die Locus-Anmerkung wollte ich auch gerade noch kurz kommentieren. Diese Sprache. Was ist nicht scheiße aus? Kennen Sie sie? Zum Teil. Sie erinnert an Keilschrift. Ich dachte, Sie wären Experte, Dr. Jones. Bin ich. Es gibt nur eine Person, die mehr von Totensprachen versteht als ich. Der Papa. Und wer? Ihre Schwester, Dr. Laura Lombardi. Wie kann man diese Möglichkeit auslassen? Wie kann man diese Möglichkeit verpassen, Bethesda? Moment, hinter dem Gemälde ist... Ja, das hast du jetzt schon 15 Mal gesagt. Ich bin aber nur dabei, dass ich da irgendwelche Fetzen zusammen glaub. Angesenkte Seite mit Symbolen unbekannt bei Herkunft. Na dann los. Hat sie jetzt Aufmachen. das... Ja, also das gehört so, dass sie das aufmacht, oder kann man das... Sie klemmt. Wären Sie so freundlich? Jones, jemand kommt. Weiter, schnell. Was der Kind... Was ist jetzt wieder Mr. Terrorplace-mäßig mit den Reset-Kuss auf die Nuss? Ich kann da hinten jemanden hören. Weiter, da vorn muss ein Ausgang sein. Okay, wir müssen mal laufen. Kommt da jetzt jemand hinten neu, Kinder oder der wo? gefallenen Engel? Im Buch Henoch haben die Nephilim Gottes Schöpfung verdorben und die Sintflut ausgelöst, die die Erde säuberte. Hoffentlich treffe ich nie einen. War es das? Haben wir Bomben Sitzen wir in dabei? der Falle? Das ergibt keinen Sinn. Wollte nur sicher gehen. Hier ist ein Symbol. Was sagt der Archäologe von Weltrang dazu? Ist dieses Symbol? Das ist ein Symbol. Oh, das schaut aus wie ein Schlüssel, hä? Dasselbe Symbol haben Antonio und ich in der Bibliothek entdeckt. Antonio. Auch ich habe Freunde. Antonio! Ist der Katze Struller. Ja, du jetzt soll mein Zipfel einstecken, oder was so? Woher haben Sie... Amazza. Ich präsentiere die Kammer für esoterische Artefakte. Die Weinorb. Oh mein Gott, ich hab das Spätzweig gespielt. Ist da was? Oh, Nein, nein. nur Pro-Gamer wissen, was Nur ich meine. Schatten. Wirklich nur Pro-Gamer wissen, was ich jetzt gerade gemeint habe. Nach der Katzenmumie suchen. Ist das Ihre Hübsche Sammlung Katzenmumie? haben die hier. Mein Gott, gute Frau, kannst du 5 Sekunden die Fresse halten, weil ich ausflippe. Was ist das? Schau aus, Schötter. Sehen Sie sich das an, Dr. Jones. Was? Schau mir den an, was? Muss der verlorene Naga Götze von Eridu sein. Sicherlich, wer sonst? Wer ihn berührt, beschwört einen sumerischen Todesfluch. Guck mal. Falls Sie an sowas glauben. Immer erst euch so gelangen und dann Natürlich gescheit daherschmeißen. Rindviech deppert's. Schaust lang gewinnst.
Na, was suchen wir eigentlich? Nach der Katz? Nach der Mitte? Wir suchen unsere Katzengötze. Katzen. So ist ganz schnell. Ich sehe hier keine Katzenmumie, Dr. Jones. Da ist ein Tier, die zugespielt ist, halt die Fresse und Ein steckt den Dietrich ungeübtes Auge ein. übersieht sie leicht. Wieso gehst du eigentlich als Herz in die Hosen Eine geschissen? Katze zu sehen erfordert Übung? Bloß gehen wir Das ist keine rein. gewöhnliche Katze. Hören Sie, Gina, überlassen Sie das einfach dem Profi, ja? Erst finde ich meine Schwester, Dr. Jones. Wo denn? Da unter dem Tisch? Hä? Was für ein Jahr später ist? 1945 oder so. Da hat es wahrscheinlich noch kein Always Ultra nicht gegeben. Liegt alles in der langen Unterhosen drin, du. Da hätte ich auch so gehen. Und nach ein paar Tagen hat die richtige Gewicht. Ah! Was? Jesus Christ! Hat mir ein Foto gemacht, mir nichts passiert. So, wo haben wir? Katzen, Miezi-Dingsbums. Da ist eine komische Zeigerin. Da, Baby Jesus. Baby Jesus! Dr. Jones, hier. Ich glaube, ich habe sie. Wo denn? Das ist... Tatsache! Blinz, Da bist du ja, meine Gute. Blinz Kickerl, Haxal, Findame. Was ist eh? Jetzt pass auf, es kommt dann gleich der Riese rein und so. Glockus, wie Tutus ist. Das ist ein wahrhaftiger Riese, Dr. Jones. Yep. Predicted Bitch. Locus, richtig? Santus, Reliquies, Boni. Sicher. Da die Wir beide hatten einen holprigen Start, aber das ist Schnee von gestern. Können wir das hier ausdiskutieren, wie... Sie will... Oh! Dann wohl nicht. Oh no, muss jetzt schlägern mit dem. Indigni Oh no. estes morte bellatores. Gegner schubsen, nix, den kannst du. Ich will ganz schnell klicken. Was muss ich da vorlaufen oder muss ich ihn hauen? Staccato! Pueri estes. Riesen haben eben eine größere Fallhöhe. Ja, Mann! Loslassen. Komm mich nicht rühren! Geh mit, ey! Okay, was? Kann ich irgendwas werfen? Nolite Yokari hac potestate. Laufst du nur? Dir zeige ich's. Warte, kannst du mich fahren? Da haben wir zu 5 Stück Rennen nicht geschlagen mit ihm! Nolite Yokari Lolite hac Infamare! potestate. Beweg mich! Locust! Komm Ja, wo soll ich schon. mit der hinlegen, wenn ich irgendwo im Gang drin stehe? Boah, ich hab gerade so einen Chat gelesen, das ist eine richtig gute Idee. Et miserabiles Die Konkon- estes. Ja, sag mal! Wie soll ich denn dies auswählen? Habet's! Stehen Sie auf! Ja. Ja. Autsch! Das tat sehr weh! Hey, du Brocken. Blocken! Meine Katze ist blocken. So, kann ich blocken? Positionswechsel! Pueri estes. Nicht schlecht. Ja, Ausdauer ist nicht so gut. Immer tänzeln. Kommt sie vom Weg wieder. Aber na nicht. Von mir. Na nicht. Na nicht. Pueri estes. Igne Yokamini. Was soll ich machen? Da! Skadoosh! 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 Ich lauf davon. Ich zück dabei auf. Da ist er. Präsenti. Mein Gott. Der grabt mich schneller wie ein Ankommen. Lass mich runter. Come ad hunc Nein, komm, locum da hinten sicuti hin. estes. Komm, haut zu jetzt. Du halt irgendwas jetzt. Muss hier! Neu prügeln. War das schon alles? Du Penner. Da. Kann ich die umeinander tragen? Nun, er hat noch Puls. Holt's schon. Bloß weg hier, bevor er aufwacht. Wie für den Gebrumperten. Helfen Sie mal. Naseputz. Der Revolver war am Gescheitern, das stimmt, den wollte ich ausziehen, aber das Menü ist nicht aufgegangen.
Se il Papa lo viene a sapere, sarà la fine per me. Amico mio, il Papa è debole, moribondo. Preferireste irritare lui o irritare me? Ist der echte Mussolini? Riporrò la mia fiducia in voi, Benito. Tatsächlich. Benito Mussolini, okay. Vertrauen. Ein wunderbares Konzept. Nicht wahr, Herr Voss? Vertrauen, Exzellenz, Das glaube ich ist der Basic. ist unabdingbar für den Sieg. Das verstehen Sie sicherlich, Pater Ventura. Ho accettato di mostrarvi la sala del tesoro segreta, ma non si può prendere niente. Mio vecchio caro amico, non vorrete certo deludermi, vero? Herr Voss prenderà quello che gli serve. Ma Benito, il Papa mi ucciderà. Ich glaube, es gibt schlimmere Dinge als den Tod, Wenn ihr in der Tagesschau nicht aufpasst. Pater Ventura. Was meinen Sie damit? Kommen Sie kurz. Stellen Sie sich die Schmach vor, mit der ein Mann leben muss, wenn sein Privates an die Öffentlichkeit gelangt. Die allerschlimmsten Sünden, die Gott mit dem Tod bestraft, vor aller Augen offengelegt. I'm impressed. Was hat man Ihnen erzählt? Ich vertraue nicht auf bloßen Klatsch und Tratsch. Was macht er denn? Möchte er am bloßen rüber? Ich vertraue ihr darauf, wie die Muskeln um ihren Mund zucken. Wie sie ein die Schwanz Orbicularis drinsteckt. Oris zusammenzieht. Ihre himmelschreienden Sünden stehen ihr buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Widerwärtige Verbrechen gegen den Heiligen Geist. Geben Sie mir, was ich will, oder Sie werden zum Ausgestoßenen. Ein Schandfleck auf dem Antlitz der Kirche. Haben Sie das verstanden, Tat? Fette Italiener. Sa essere molto persuasivo, non è vero? Nun gut. Folgen Sie mir. Sind das die Schätze, die Berlin haben will, Herr Voss? Na, unser Miezi möchte ganz speziell, aber warum? Was hat's mit dem Miezi auf sich? Du Wichser! Whittle flockert ein bisschen komisch. Indy, du Idiot. Da waren wir's drin. Das ist wunderschön. Und ja für Masken auf da. Chile, Irak ist drauf gestanden, wir haben aber nicht geschafft zum Lesen. Alles zusammendreschen! Nein. Was ist das? Die Relikte des großen Kreises, Exzellenz. Wir kommen auf die Spur. Der große Kreis. Die Kirche soll Jahrhunderte gebraucht haben, diese 13 Relikte des großen Kreises zu finden. Und es sind nicht mal alle. Oh, keine Sorge, Pater. Es sind nur noch 4 Stück, die gefunden werden müssen. Was dank der systematischen Effizienz deutscher Archäologen nur eine Frage von Wochen sein wird. Ich muss Sie warnen, Herr Voss. Die Relikte sind gefährlich. Sie sollen Kräfte bergen, die nicht
Ach, der von hat so dieser Welt Der hat so ein sind. Fecht. Und genau deswegen will der Führer sie haben. Ich erwarte, dass auch Italien von diesem Vorhaben profitiert. Herr Voss. Vertrauen Sie mir, Exzellenz. Sobald wir alle Relikte haben, werden unser beider Nationen unaufhaltsam sein. Molto bene! Felice che abbiamo risolto questa faccenda in modo amichevole. Bereitet den Abflug vor. Danke für Ihre Mitarbeit. Arrivederci. Bravo! Nein. Ja, zünd ihm noch einen hinten rein, nicht? Hey, wohin geht's? Und darum mag ich das Spiel so gern. Die Cutscene war wirklich on point. Die deutsche Synchro ist unglaublich gut. Da kannst du sagen, was du willst, von vorn bis hinten. Die ist nicht bloß, ja geht, kann man schon lassen, sondern die ist wirklich richtig gut. Der Bösewicht ist, hätte man wahrscheinlich noch einen Tacken krasser inszenieren können, wenn er da jetzt jemanden umbringt oder irgendwie misshandelt oder irgendeinen Scheiß. Aber er ist mir noch ein bisschen zu nett für einen Nazi, aber es ist absolut in Ordnung. Der Humor ist eingefangen aus den 80ern mit dem zur gleichen Zeit aufs Maul hauen, wenn er den Koffer zuhaut und das Ventil aufgeht, die Kameraperspektive, dass man sieht, so hinten sieht, wie es noch schnell ums Eck gingen. Alles von vorn bis hinten. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das ist dermaßen gut getroffen, den Indiana Jones Flair noch zu ahmen, der über 40 Jahre alt ist oder über 30 bis 40 Jahre alt ist. Es ist nur gut. Es ist nur gut bis jetzt. Es habe ich Die nicht Nazis kommen sind her. sehen. Sie bringen das Luftschiff nach Gizeh zurück. Luftschiff, Gizeh ist Nazi. Was? Gizeh an meine Paper. Brauchen wir einen oder was? Der Mann oder wie schaut's aus? Gibt's da sonst nichts zum Finden da drin? Kannst du nicht alles da lassen, einfach. Nimm mal die Rüstung mit, dann kann ich mir aufs Maul hauen. Außer die Alte. Das ist bis jetzt auch der einzige Kritikpunkt, weil ich bis hierher rieche, dass diese Alte nicht mehr verschwindet bis zum Ende des Spiels. Und das ist halt so gut. Für Streamen ist das ein bisschen. Wenn man allein da in Ruhe umeinander rennt und die da ein bisschen was sagt und so weiter, dann vermittelt das halt das Gefühl, dass du nicht allein unterwegs bist. Im Stream, wenn ich dann natürlich Sachen kommentieren möchte und so weiter, dann nervt mich die Alte noch mehr, als mir so annerven tat. Das schaut ein bisschen gruselig aus, das mache ich nicht. So, du brauchst mir nicht erzählen, dass da nicht... Geht nicht auf. Halt jetzt mal die Goschen! Vatikanischer Geheimdienst, September 1922. Die Expedition nach Ur im Irak unter der Leitung des peruanischen Archäologen Andres Silvio Uribe wurde von Agenten des Vatikans sorgfältig... Die Tür geht nicht auf. Vielleicht Das meine ich. Anhänger? Dass die Alte wenigstens ihre dämliche Fresse halten kann, wenn ich irgendein Item in der Hand habe, wo ich einen Text überlesen will. Und wenn man alle 20 Sekunden hat die Fresse offen und Der sagt, Anhänger, Dr. Jones. Haben Sie ihn noch? mein Gott, halt die Fresse, ohne Scheiß. Habe ich keinen Bock mehr, die Scheiße da zum Lesen. Und das nervt wirklich anders. Und mich würde stark wundern, wenn es kein Mod nicht auf Steam gehen darf oder irgendwo, wo man Der derer... Anhänger, Dr. Jones. Haben Sie ihn noch? Halt dein Maul! Ja, ich hab ihn! Ich hab ihn! Hab ihn! Putzen kannst du haben! Willst du mich nur auch mit? Warum schaust du jetzt aus, als hättest du 15 Tübingen geraucht? Was ist... Der Anhänger, Dr. Jones. Halt Haben Sie dein ihn Maul! Oh Gott! Rossis Brief, ich mag ihn überhaupt nicht lesen, Der weil... Vatikanische Geheimdienst wollte Ventura aufhalten. Der Anhänger, Dr. Jones. Wie ist das? Der Anhänger, Dr. Jones, haben Sie ihn noch, haben Sie ihn noch? Ich weiß nicht, wenn du da jetzt einmal fragst, vielleicht teleportiert er sich da in mein Hosenteil, du Rindviech, du Behinderts. Der Anhänger, Dr. Jones. Haben Sie ihn noch? Ah, leck wie... Ah! Sag mir, ey, kein Bock mehr zum Lesen, solange du in meiner Naten bist. Was geschehen ist. Die Tür geht nicht auf. Ja, ich weiß, dass die Tür nicht aufgeht! Ich weiß es!
Das mache Entschuldigung, ich alle, die allein. sich das nebenbei im Eine Spur zu Nachschauskurs groß für vielleicht Sie. in Ruhe anschauen Sie wollen, haben aber Ihre es ist Katze? unerträglich. In Stücken. Ich muss Laura finden. Ja, Der such du große mit Kreis Laura, ist lass mich wieder archäologisch mal. sehr bedeutend. Das ist mir wichtig. Ihr großer Kreis ist mir egal. Mich kümmert nur meine Schwester. Ja, Ich hatte schon mal mit den weiß ich Nazis zu nicht, die tun, ist in glauben Sie Rom. mir. Das ist kein Und kämpft Zuckerschlecken. mit den Gladiatoren. Na gut, Keine dann. Ahnung. Versuchen Sie dran zu bleiben. Antikes U-Boot. Versuchen. Was soll das wieder heißen? Mike, wir sind wieder neu. Bevor du jetzt da deine Hauptstory weitermachst, mach noch Nebenmissionen, sonst kommst du automatisch ins nächste Gebiet. Ich fürchte, da waren wir jetzt ums Arschlecken zu spät. Aber ich möchte sowieso ins nächste Gebiet, weil Nebenmissionen habe ich in dem Gebiet alle gemacht, die machbar sind. Zu langsam. Wir sind wieder im Fünfer. Trivia. Die Narbe, das wollte ich noch dazu sagen. Hab ich vergessen, warte mal. Das wollte ich noch schnell verzeihen. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich im Chat vorher gerade gelesen. Jetzt schreibt der Martin Bayer was Interessantes. Achtung, kurze Geschichtsstunde beim Bierger. Lernt man noch was. Trivia. Die Narbe nennt sich Schmiss. Hatten viele Nazis, da sie in Burschenschaften waren und dort wurde ohne Helm gefochten. Das wollte ich eigentlich erklären. Da haben wir da vorher so einen Nazi mit einer Offiziersmützen wahrscheinlich, nehme ich mal an. Ich kenne mich mit diesen Militärrängen kenne ich mich auch nicht aus, aber es ist ja wurscht. Aber das weiß ich. Deswegen werden in Filmen die Nazi-Bösewichte gern so dargestellt. Ich glaube, in Wolfenstein ist das auch so. Da glaube ich, hat der Bösewicht auch so einen Narben da. So am Mundwinkel haben die gern so wie Joker-Narben. Links oder rechts oder sonst wo. Oder sonst was. Und das kommt eben, da die Nazi-Teufel in so Burschenschaften waren, wo gefochten wurde. Ja, und dann werden die das ohne Helm. Und ich glaube, das war sehr hoch angesehen in Sachen Ehre und Stärke und solche Geschichten. Und ich denke, deswegen hat der da so eine Plastikmasken davor gehabt, dass man das nicht sieht. Was mir ein bisschen wundert, weil die wollen ja, dass das gesehen wird, dass man die Narben da hat, weil ja jeder damals dann gewusst hat, was das bedeutet. Außer er hat ihm die ganze Backen aufgeschnitten, dass man 10 durchsieht. Dann ist es vielleicht nicht so. Vielleicht sieht man es ja noch. Wer weiß. Es darf mich wundern, wenn dieser Charakter mit so viel Liebe da so gemacht war mit dieser Masken und so, dass der nicht nochmal kommt. Da bin ich gespannt. Da, bin schon wieder stark. Haben wir was gelernt. Martin, merci für deinen Beitrag. Und dass sie das Ganze in alle beschmissen in Schickt uns rauf! Du kannst später auch nochmal zurückreisen in alte Gebiete. Checkst das schon. Was war das? Was Schmiss gibt es heute noch? Okay, Gott das wusste will ich jetzt nicht, dass wir die es Stadt heute noch verlassen, gibt, hab ich auch Franz. nicht gewusst. Hör auf! War nur Spaß. Was lernen die da schon wieder? Ist wahrscheinlich nur die miese italienische Technik. War Leonardo da Vinci nicht Italiener? Und das meine ich mit, das ist der Humor aus den 80er in diesen Filmen, diese One-Liner und sowas da. Dann von den zwei Typen, das ist wahrscheinlich die italienische miese Technik. Hängt da unten. Ja? Nichts. Nur der größte Erfinder aller Zeiten. Nie von ihm gehört. Wie kann man mit so wenig Hirn überhaupt leben? Stimmt, gehört auch noch dazu gesagt, das habe ich jetzt vergessen. Sie haben in die Narben dann Pferdlhaar eingegriffen, damit sie das richtig schön asozial entzündet und nicht zusammenwachsen kann. Dass die halt richtig krass sichtbar ist, diese Narben. Deswegen schauen die Narben auch so krass aus. Das deren sie normal nicht, wenn das anständig genäht wird und so weiter. Dann sechst du das natürlich schon noch. Aber es ist nicht so schlimm, wie das bei den Nazi-Pimmler ausgeschaut hat. Dass das allerdings heute noch gibt, das habe ich auch nicht gewusst. Das ist schon ein wenig neidisch. Ich meine, wie tut denn das? So, wo sind wir? Da ist doch mit Sicherheit irgendwas zum Einpeitschen. Da muss ich da jetzt umspringen. Ich spring! Ah! Aber großes Vertrauen in die... Oh mein Gott. Da ist schon wieder ein Topf incoming. Ah! Spring! Na, ist schon gegangen. Was haben wir da? Ah, Schwinger durch so umgehen. Müssen wir hinschwingen. Da war der weiße Kantenmaler unterwegs. Nein, lieber Doppelschwinger. Der erste Schwinger, der ist aber nicht so schwungvoll. Ja, haben wir schon da. Dann schwingen wir mit. Jetzt oben. Die Frage ist jetzt nach oben oder nach unten? Schaut mal nach oben. Die Wunde zu ziehen, also verschlimmern, war sogar verboten. Echt? Die Haare in der Wunde bei Schmissen sind zur Drainage der Wunde, nicht zum Verschlimmern. Ja, dann ist mir im Fernsehen, wie ich da mal was drüber gesehen habe, ist mir scheiße Zeit geworden. Ja, ich glaube, Lea ist nämlich, du hast vorher schon irgendwas geschrieben. So, da blutet dir dein Archäologenherz. Was tust du? Beruflich oder studierst du noch oder was machst du? Geschichte studieren? Der History Channel hat gelogen. Ja, aber woher soll ich es denn auch wissen? Ich meine, ich gehe ja da nicht her und recherchiere selber nach. Ich höre mir das so und denke mir an, wieso sollte man bei sowas liegen?
Gottes Willen, wo geht's denn da umeinander? Muss ich da ins Fenster? Oder? Studier Geschichte und Archäologie, das ist auch krass. Dann musst du so Filme wie ein Indiana Jones entweder lieben oder hassen. Wie ist das da so? Weil da ist ja wahrscheinlich sehr viel Krampf drin. Das nichts mit der Realität zum Tor hat. Ich meine, das ist eh klar. Da mich jetzt interessieren. So, Fackel war nicht schlecht, du, ich seh nix. Achso, jetzt ist wieder wie durch Geister und es ist wieder hell geworden. Was ist das da? Revolverkugeln. Wenn da 2 Kugeln. Ich nehme einen Revolver überhaupt. Auf 1. Ja, passt. Ja. Für den Einsatz als Nahkampfwaffe. Ah, mit dem kann man auch zuhaben, gell? Kann man noch nachladen? Nö, brauchen wir nicht. Wir verprügeln alle. Wir verprügeln alle. Aber nur bei schlagende Verbindung. Gibt es da eigentlich noch seriöse Dokus oder nur noch Nazi-Alien-Zeug? Ich glaube jetzt nicht, dass die Nazi-Dokus nicht seriös sind. Oder gibt's da irgendwas, was man weiß, dass da etwas verbreitet wird, was nicht stimmt? Und wenn jetzt irgendwelche Holocaust-Leugner daherkommen, dann muss ich das erste Mal persönlich einen Bannhammer schwingen. So, die Frage ist, was da jetzt weitergeht. Bevor ich mich wieder tot labert. Muss ich da vielleicht aus dem Fenster springen oder irgendeinen Schmarrn? Vielleicht. Das ist der weiße Kantenmaler. Ist okay. Oh, schon. Immer wieder faszinierend, wie wahnsinnig weit die Bandbreite an Berufen ist in der Community. I fucking love it. Das, also, dass man eine Archäologin, was ich als Kind übrigens einmal, ich wollte aber eher, ich weiß nicht, ob das Wort das richtige ist, ich wollte Anthropologe werden, jemand, der Dinosaurier ausgrabt. Ja, hallo, ich bin in der Jurassic Park Dinomania aufgewachsen, wollte das. Hm? Wo zum Teufel kam das her? Ach du Scheiße. Das Verschwinde! Du, ich kümmere mich. Ja, ist gut! Hallo! Bleib liegen! Er ist K.O. Hey! Nein! Eindringling! Los! Gib mir Teile! Knall dich ab! Ja, auf wen zielst du? Okay, das hab ich jetzt nicht können sagen, das ist gleich so dermaßen eskaliert! Bin ich da? Dann ist das wo. Finde den Fedora. Ach so! Ach, das ist ein Special-Dings. Okay. Der erste Topf des Jahres. Aber bei 22. Okay, das ist gleich so eskaliert, habe ich nicht gehört. Da müssen wir gleich schießen aufhören. Da brauchen wir nicht zum. Da brauchen wir nicht aufhören. Verdammt nochmal! Ja, da Musik kann man schlecht, das habe ich auch nicht sehen. Das mit die. Was ist denn hier los? Oh, nichts. Nichts. Da kurz so einer auf Musik geschaut und so weggegangen, da ist nichts los. Hier, Eindringling! Verdammt! Jetzt. Boden! Ich lade nach! Hab ihn! Ja, genau, Alter! Bist du wahnsinnig? Kann man nachladen? Stopp! Schieß dich! Wen zielst du? Auf Nachschub! Das war knapp! Ich könnte das ewig machen. Na, kennt man nicht! Bruder, das war haarscharf war das jetzt! Puh. Stealth ist nicht der größte Stärke, das ist absolut richtig, Jesse, aber was hätte ich denn da jetzt machen sollen? Da kommt er einfach um Eck und sagt, was ist das denn? Und so bei dir mal ins Maul zimmern. Normalerweise fangen die nicht sofort zum Schreien, oder? Habe ich gestern extra drauf aufgepasst. Ja, hier haben wir ein Biscotti dabei. Da, hier, das sind das Reicherstabel zum Fressen. Warum nicht? Ja, Donut neu geschoben. Niemand, wieso? Nein, nicht. Ich möchte schießen damit. Das nehmen wir. Haben wir da ein wenig am Mund. Schauen wir mal aus. Oder mal 6 Schuss, 10 Schuss. Das hört sich doch vernünftig an. Und den Rest haben wir. Stealth ist optional. Der Highlander ist absolut richtig. So, was müssen wir überhaupt tun? Aber ein bisschen. Das Luftschiff müssen wir natürlich. Wir wollen nach Gizeh. Blinder Pai. Oh, da kriege ich auch so wie. Was war's der? Dritte Teil. Dritte Teil Indiana Jones ist übrigens der beste. Ja, wer was anderes sagt, ist auch anders. Hallo, schneller, ihr verzögert unseren Abflug. Der Andi schreibt, das ist eine MP18. Die hat eigentlich
come on, das ist ja... Pater Gallagher. Oh, Hallöchen. Wo ist Ihre Soutane? Warum sind Sie nicht mit Pater Antonio in der Bibliothek? Kein Fahrschein. Wollte das Luftschiff sehen. Wir Amerikaner, wir schnüffeln überall rum. Mit Pistole und Peitsche? Los. Sie werden überrascht, wie nützlich die oft ist. Verräter? Verschwörer? Lügner? Und jetzt muss ich mich auch noch mit Spionen rumschlagen? Macht mit ihm, was ihr wollt. Mauling, müssen wir den 250 gehen. Servus, hau in ihre Zug. Oh. Monsieur. Bois. Demonio. È un demonio! Uccidetelo! Sehr schön. Stellt sich raus, der Riese ist ein guter und auf unserer Seite. Sehe ich das richtig? Oh oh. Warum darf man mir jetzt einfach gehen? Bin verwirrt. Das ist eine geile Idee, das weiß ich jetzt auch nicht. Und da hängen wir jetzt, bis wir in Gysi sind, oder was? Das sind lauter so Riesenbüffen, schau dir mal die an! Das ist unser Spezi. Buona fortuna, amico mio. Mit denen haben wir die Beutel gemacht, zum Beispiel von den Beutel. Ihr wisst schon, was ich meine. Ah, ja, schnell. Können wir natürlich auch ein bisschen die schöne Aussicht genießen, also ist nicht. So, jetzt. Schwing dein Ding noch. Oh, wir müssen rasten. Wenn die Leiste da unten aus ist, dann schnulzt es uns runter. Das ist nichts. Sie wieder! Oh Gott, nein! Ja, ich wieder! Oh Gott, nein! Helfen Sie mir! Stopp! Stillhalten! Zickt und hoppala! Und dann aufgegraben. So, dann sehen wir, oh Gott, muss ich Quicktime machen? Stillhalten! Mir geht's gut! Muss ich Quicktime Danke machen? der Nachfrage! Himmelfahrten. Und jetzt? Also. Ach no. Evi! Ein Zehner ist zu viel! Und du weißt es. Evi, Kuss auf die Nuss. Dankeschön. Was wollten Sie denn da draußen? Frische Taumzellen. Luft. Warum verfolgen Sie mich, Strambo? Oh, nur nicht übermütig werden. Der große Kreis ist das Geheimnis der Archäologie. Wissen Sie, was das ist? Irgendein schickes, rundes Ding für Ihr Museum? Nein. Ich bin die ganze Zeit gespannt, was das ist. Haben Sie einen Lippenstift? Geben Sie her. Schön. Die Erde. Ein Kreis. Die Menschheit hat viele Stätten mit spiritueller Bedeutung errichtet. Siwa, Gizeh, Persepolis, Mohenjo-Daro, Sukhothai, Nazca, Machu Picchu und das Seltsame ist, wenn Sie eine Linie ziehen, durch diese uralten Orte in aller Welt, ergibt das einen perfekten Kreis. Der große Kreis. Ganz genau. Klingt eher nach Zufall für mich. Ja, vielleicht.
Vielleicht ein Zufall. Oder aber Voss hat eine Verbindung zwischen den Steinrelikten und dem großen Kreis entdeckt. Den Nazis ist Geschichte egal, Dr. Jones. Die interessiert nur Macht. Es heißt, der große Kreis verfüge über einige Macht. Es soll die Geometrie sein. Eine tiefe Kraft, die die Städten verbindet. Das ist doch Aberglaube. Ich bin nicht abergläubisch. Ich auch nicht. Doch wenn Voss die Steinrelikte deswegen will, müssen wir sie vor ihm finden. Nein, Sie müssen sie finden. Ich muss meine Schwester finden. Was sehe ich? Ist mit Sicherheit nicht in Gizeh. Schau, das Land gewinnst. Tschüss dann. Aber sowas habe ich mir schon gedacht. Das ist nicht auch diese Erich von Däniken-Geschichte, der das vor 30 Jahren schon gesagt hat, so, das ist so seltsam, warum diese Pyramiden alle in einer Linie sind und so gaudi. Ich hätte auch einen Stift gehabt, als Journalistin. Ja, schreib's mir in Zukunft, das letzte Mal, das war mir lieber. Was? Die Haarnadel. Frühes 19. Ein Geschenk meiner Schwester. Darf ich? Schön gearbeitet. Das scheint was zu... schlimm. Was haben wir denn hier? Laura hat mir nie davon erzählt. Wäre im Knast nützlich gewesen. Sie haben gesessen? Es gibt so vieles, was Sie nicht von mir wissen. Ist ein langer Weg nach Gizeh. And now kiss. Please don't. Stimmt. Zeit für ein Nickerchen. Frankfurter Stadtersitz. Da kickt die Nostalgie. Da ist Greta. Wieder was gleich nur Gizeh ist. Bin die letzte erst drüber geflogen, ich Vollidiot. Wir landen gleich. Es wird von Nazis nur so wimmeln. Okay, dann los. Dann probiert man alle zu scheiße. So schaut's aus. CBR, mehr für den Reset. Habe die schönen Grüße an die Nachtschicht. Ich schaue den Nachschau-Squad. Viel Spaß noch. Fühlen Sie sich vom Zukunftsbier gegrüßt. Beim Heck ist eine Wartungsklappe. Da können wir raus. Ist im Film nicht auch die Wartungsklappe? Was haben Sie vor, wenn wir in Gizeh sind? Eine Kontaktperson treffen. Eine Freundin meiner Schwester. Ja. Gut, dass wir geschaut haben. Materialanforderungen. Achtung, bereit machen zur Landung. Achtung, bereit machen zur Landung. Okay. Kommen Sie, wir haben wenig Zeit. Immer hin und wieder probiere ich Sachen vorzulesen. Sobald sie mich zweimal unterbricht, mache ich zu und hör auf. Luftschiff, angefordert von SS-Sturmbannführer Emmerich Voss. Oh, das ist der Basic von vorher. Abteilung Reichssondersammlung für Altertümer. Dieses Dokument autorisiert den Träger zur Requirierung des Spezialluftschiffs Typ Z-30 samt Besatzung im Rahmen der Operation Großer Kreis. Die Operation und alle diesbezüglichen Unterlagen sind streng geheim. Befehlshaber der Operation ist Emmerich Voss. Adolf Hitler. Haben wir gerade einen Brief vom Hitler in der Hand. Indy. Zusammenfalten, einbackeln, der ist mit Sicherheit irgendwann ein Haufen Geld wert. Unterzeichnet vom Führer persönlich. Oh, unsterbliche Eindringlich von der Venus. Verbessert Effizienz der Gesundheitsregeneration. Abenteuerpunkte zum Freischalten 550. Gut, dass wir da einen Haufen gesammelt haben. Was haben wir da? Lese ich mir durch. Hitlerwein. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. So, jetzt passen wir auf. Da müssen wir jetzt zu den Büchern gehen. Dann haben wir bei Fitness. Stopp. So, Fitness, Catman verbessert Effizienz der Gesundheitsregeneration. Catman 2 verbessert Effizienz der Gesundheitsregeneration. Kostet 550 Punkte, 1680 haben wir. Das geht easy. Und ja, Gesundheitsregeneration wird dann schon passen. Ich finde ja geil, dass es einen Punkt gibt, der einfach prügeln heißt. Ja, gut.
Das ist sogar seine Unterschrift. Im Ernst jetzt? Und so gut kenne ich mich noch nicht, als wenn Hitler seine Unterschrift ausschaut, aber wir haben doch jetzt Notizen gefunden, das mag ich jetzt nicht schnell sehen. Tagebuch, Entdeckungen, ja gut, wir haben nicht recht viel, oder? Dokument zum Luftschiff nachlesen. Ist das wirklich, kann das, wo ist, ich hoffe, ich vertue mich nicht, Lea, wo? Schaut so ein Hitler seine Unterschrift aus? Hey, mich interessiert's nur. Mich interessiert einfach nur, wie akkurat man hier gearbeitet hat. Es hängt wahrscheinlich mit dem Stream wieder so massiv hinten nach, das ist ein Wahnsinn. Mr. DM! Mir ist für 19 Monate. Welcome back, Hashtag Feierabend und auf dem Weg heim. Ich hab's ja keinen Feiertag nicht, gell? Kommen Sie gut nach Haus, Grüße in die Schweiz. Das ist ja immer schon. Kann das bestätigen, das ist die Unterschrift. Sagst du? Tatsächlich. Lea, gut, ich hab nicht schon wieder nach 10 Sekunden den Namen vergessen. Ja, aber die einzige trustworthy Person ist Lea da herin. Ja, die wird jetzt zu unserer Community-Archäologin rauskommen. So schaut's aus. Wenn wir irgendwelche dummen Fragen zu Sachen haben, die älter wie 50 Jahre sind, wird Lea gefragt. Und was die sagt, geht. Na, was haben wir da? Ist ein Verband mitgenommen. Ein wenig haben wir einander gelootet. Ah, da haben wir noch was schon hier. Da brauchen wir nicht. Also, da können wir jetzt gleich eine Bese. Denn ich will wie immer zuerst keine Flaschen ins Gesicht. Das tut immer gut. Da ist die Luke. Da ist die Luke. Gut, dass du es gesagt hast, weil sonst, jetzt gehen wir aber noch da hinten drüber, da gibt es garantiert was zum Finden. Wollen Sie sie nicht öffnen? Ja, die mag ich schon öffnen, wenn du schaffst, 10 Sekunden Pfotzen zu halten, du rennt. Da wird mein Weitergehen nicht. Da wird mein Weitergehen nicht belohnt. Und im dritten Teil war es natürlich auch eine Luke, aber da war, wenn jetzt da ein Flieger ist. Willkommen in Gizeh! Hallo! Haben wir aber nicht recht hoch, hä? Da kannst du springen, da fällt nichts. Das ist der Horten Nullflügler. Aber der ist nicht ganz richtig. Der hat anders ausgeschaut, das weiß ich. Heißt der schon Horten? Ich weiß nicht, ich glaube, er heißt Horten Nullflügler. Also ein Nazi-Konzept-Flugzeug. Alter, chill die Kniescheibe! Wer wird demilitarisiert? Zu viel italienische Pasta vielleicht. Ihre geistlosen Bemerkungen ziehen vielleicht bei den Schwachköpfen der Wehrmacht, Oberst Ganz. Mich interessiert vielmehr, was Sie in meiner Abwesenheit mit meiner Ausgrabungsstelle angerichtet haben. Ich bin auf persönlichen Wunsch des Führers hier. Sie sind mir unterstellt. Finden Sie gefälligst die restlichen Relikte, damit ich sie dem Führer bringen kann. Oder ich lasse Sie erschießen. Fällt Ihnen das besser? Möchten Sie das, hä? Jetzt amüsieren Sie mich aber, Oberst. So wie ein Dorftrottel die Leute mit seinen drolligen Marotten amüsiert. Und jetzt genug der Albernheiten. Bringen Sie den Riesen zum Reden, haben Sie es verstanden? Den Riesen werde ich heute Nachmittag eingehend verhören. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie unweigerlich versagt haben. Dann bin ich vielleicht so nett und zeige Ihnen, wie es richtig geht. Vielleicht sollten Sie sich lieber etwas ausruhen, bevor mich das Verlangen übermannt, Ihr ganzes Unternehmen niederzubrennen und auf die Asche zu pissen. Ja. Die Reise war lang und Priester sind ermüdend. Fast so ermüdend wie Sie. Oh, jetzt Sie waren das mit, jetzt kein Platz top. mehr. Bisschen over the top, aber... Dieses blonde Arschloch! Wissen Sie, Bergmann, willensschwache Männer sind am einfachsten zu manipulieren. Der Voss ist so hart an dem vom ersten Film hochgelehnt, der Bayer das Ding immer auch schon die ganze Zeit. Ist aber auch völlig in Ordnung. Die kleinen Sachen, ich meine, das kann man auch vom Zeppelin sagen, vom dritten Teil und so weiter und so fort, aber das ist ja genau, was Indiana Jones-Fans eigentlich wollen. Das ist eigentlich bis jetzt genau, auf was wir seit 20 Jahren warten. Auf so ein Spiel. Mir wundert es, dass jemand die Eier in der Hosen gehabt hat und 2024 bzw. 2025 ein Indiana Jones Spiel. Oh, oh. Es ist... Was? Es ist...
Es ist halt wirklich mich wundert, dass sie diesen Humor so gut getroffen haben von damals. Simpel, einfach, vielleicht auch ein bisschen Boomer-Humor, aber es passt halt einfach und kehrt zu diesem Franchise, finde ich. Vor allem, es gab so unfassbar viel einfach beschissene Filmspiele. Ich sag nur Harald Töpfer. Aber jetzt kommt eins, das so gut ist. Was war der Harald Töpfer gleich wieder? Scheiße, was war ich weiß gar nicht, der fast anspielst. Wir müssen los. Da waren wahrscheinlich selber Fans am Werk. Ja, das stimmt. Und es ist einmal ein schöner Beweis. So fair muss man dann auch sein. Jetzt warte mal schnell. Das muss jetzt schnell her. So fair muss man einfach dann sein, wenn es soweit ist. Erinnert mich noch, ich muss jetzt bloß das Beitel suchen. So. Da ist es. Jetzt pass auf. Das mag jetzt einfach schnell sein, weil zu der Fairness halber kehrt das einfach gesagt. Achtung. Wir haben uns damals nicht den Reddit anmelden. Wir haben uns damals den Trailer angeschaut. Und ich werde niemals vergessen, dass ich bei ihm da stehen bin. Ist ja nur klar. Ne? Gefundenes Fressen. Und ich habe mich darüber lustig gemacht. Und darum das Schlimmste befürchtet. Woke Bullshit hier, da, etc. Und das hat in einem Franchise von 1980 nichts verloren. Was man wunderschön sagt am 5. Film. Da ist die Tussi nämlich noch nerviger wie die Tussi da im Spey. Und das hat nur einen Grund. Nämlich so einen. So fair muss man sein. Mir ist scheißegal, wie der Typ ausschaut oder sonst was, wenn er seine behinderte politische Drecksagenda aus dem Spey rauslässt. Und das hat er anscheinend getan. Darum? Wir haben natürlich noch nicht mit dem Spey fertig. Aber bis jetzt, hier würde sich Mühe gegeben und anscheinend hat man ihn bloß in den Trailer eingestellt aus... Sie wissen schon, welchen Gründen. Kehr gesagt, so fair muss man auch sein. Gut Spey abgeliefert bis jetzt. So. Warum genau ist jetzt mein Spey zugegangen? Warum ist jetzt mein Spey zugegangen? Müssen wir Spänner starten. Hoppala. Das hat sich jetzt wie aus der Top-Bühne einfach aufgehängt. Muss ich gleich wieder eine Nummer zurückziehen. Ja, Nummer 10 von 10. Jetzt gibt's. Ja, es war zu viel des Lobs. Ha? Bleiben wir bei, in Niederbayern nicht geschimpft ist Club genug. Ich hoffe, dass wir jetzt die ganze Scheiße nicht nochmal. Muss das schon. Wegen DEI haben sie die nicht da. Mr. Bernie Crusade? Exactly. Zitronenband, die habe ich komplett übersehen. Mehr für den Zwickel. Hast du schon im Vatikan die Nebenquest Vatikan Underground Fight Club abgeschlossen oder die Rettung des Mitarbeiters vom anderen Archäologen oder Mizi-Foto? Ich glaube, dir fehlen noch ein paar Nebenquests für Offstream. Ein Underground Fight Club habe ich noch nicht gemacht. Die Rettung des Mitarbeiters vom anderen Archäologen, die habe ich gemacht. War das nicht sein Bur und nicht der Mitarbeiter? Die habe ich gemacht. Oder Mizi-Foto. Mizi-Foto sagt mir jetzt halt auch gerade nichts. Aber ich habe eigentlich alle, die ich halt auf einfachem Weg gefunden habe ich eigentlich alle gemacht. Bis auf die 10 Fotos von denen. Wie nennt man die Dinger? Da wo die kleine goldene Figur drin steht, wo wir 4 Stück dem anderen Priester bringen haben müssen, aber selber hätte man noch 10 im Jahr können. Da habe ich 9 von 10 gemacht. Mehr habe ich nicht gefunden. Das finde ich übrigens auch ganz nett, dass man einfach da dann weiter tut, wo man gerade war. Cool gemacht. Ist hier drüben irgendwas? Inschrift, sagen wir Inschriften. Sehr gut. Sagen wir Inschriften. Ist hier drüben etwas? Du, ich weiß nicht. Wir müssen los. Wir haben ihn am Sandloch, gute Frau. So, haben wir wieder da? Jawohl. So, was müssen wir da? Das blaue Ziel finden. Was macht das? Was ist das? Ein blaues Ziel. Was macht das? Ist Ziel blau. Kommen Sie. Wir müssen los. Wir müssen los, ja. Auch cool gemacht. Gefällt mir. Jo, da will mich jetzt schon wieder von Nazis jetzt geheißen. Dieser Ausblick. Tja, hat schon was, oder? Haben wir jetzt da ein bisschen, endlich einmal, schauen wir hier, müssen wir mal ein Foto machen, oder was? Die Frage ist von was? Ah, das wird eher ein bisschen angezeigt da.
beeilen wir uns. Gut, gehen wir zum blauen Die Zelt. sind sogar Da noch hinten vor der größer, als Zug. ich dachte. Warten Sie, bis wir näher dran sind. Ist da irgendwas Tolles? Fleischhall. Nehmen wir mit. Du, das hat noch nie geschaut. Mit diesen nicht bei den Pfotzen pfeffern. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, was wir da mit so einem blauen Ziel begeben. Ich weiß nicht, was mit dem blauen Ziel... Oh, spät übrigens 1937, nicht 44 oder was habe ich gesagt. Jetzt weiß ich leider auch nicht mehr auswendig, wann die Filme genau spielen. Weiß ich leider auch nicht mehr. Werde bis Mittwoch herausfinden, wo wir uns da genau befinden. Was? Ich Gott, das heißt einfach Zelt und nicht Zeit. Oder ich hab Ziel gelesen, glaube ich, oder? Wir kommen auf Ziel, Mann. Jesus Christ. Keine Ahnung. Das ist übrigens der beste Button, den ich jemals eingebaut habe. Was jetzt schon wieder? Was ist denn jetzt schon wieder? Ich hab überhaupt nichts da weg! Cool. Jetzt scheint ein Himmel ein bisschen. Du machst zu groß für dich. Jetzt hab ich ihn. Geh weg! Alter, Miete hat dazu schon hin. Was hat er für ein Scheißproblem? Wo ist der Steck? Hebt ihm das Licht aus! Lass das sein! Du Vögelchen hast, mein Freund. Was hat denn der denn hingehört? Willst du mich hauen? Hallo, Balko. وسعولي انا جاي Eine Geil! Also Oli! Schaut ein bisschen aus wie aus Counter-Strike, der Typ. Glasflaschen weg, Eftel. Das kann durchaus möglich sein, ja. So, Karten haben wir noch keine. Das ist nicht so wirklich eine Map. Aber da hinten müssen wir. Oh, was haben wir denn da jetzt? Weil so kriege ich so krasse Frame-Drops, wenn ich da reingehe. Das würde mich jetzt interessieren. Was ist hier los? Das Sanitätszelt ist nur für Arbeiter der Ausgrabungsstätte. In der Stadt gibt es bessere Häuser für Touristen. Nun, wo war ich? Carrefour, was ist denn das da? Tatkraft 1, 2, 3, Bestform 1, 2. Was ist das? Erhöht Gesundheitsreserve durch das Hinzufügen eines Balkens. Sie müssen sich irren. Was? Hier ist nichts für Sie. Oh mein Gott. Es gibt noch eine Nebenquest, die ich im alten Gebiet nicht gemacht habe, und das waren die kleinen Medizinflaschen alles, weil man denkt, du kannst mir am Arsch lecken. medizinischer Versorgung sollten Sie mit dem Hotelmanagement sprechen. Die Ich hab kennen mich Krankenhäuser für Touristen. Halt dein Maul! Und ich frage mich die ganze Zeit schon jetzt im neuen Gebiet, ob ich vorher kurz mir aufpasse, rechts oben habe ich 30 eine Medizinflasche angezeigt. Und ich denke mir gerade so, okay, Kevin. Ich behandle in diesem Zelt nur Arbeiter. Die Ausrüstung ist auch nicht sonderlich gut. Okay, Mike, jetzt weiß ich, was du gemeint hast. Herzlichen Glückwunsch, Birger. Guck mal. Tschüss. So, mit Carrefour, was ist das denn so? Ich bin kein Tourist. Und was machen Sie dann hier, wenn ich fragen darf? Ich bin von der amerikanischen Botschaft in Kairo. Ich begutachte die Ausgrabung. Also, wie behandeln die Deutschen Sie? Tja, um ehrlich zu sein, sind sie ziemlich schwierig. Da passt die Stimme Bekomme das nur das erste Mal jetzt absolute nicht, Minimum finde an medizinischer Ausrüstung. Nicht mal Medikamente kriege ich. Dabei weiß ich, dass die Deutschen welche haben. Sie rücken nur nichts raus. Und falls irgendwer zufällig auf unbeaufsichtigte deutsche Medikamente stößt? Oh. Dann würde ich diesem irgendwer raten, sie hier abzuliefern. Ich würde sie sinnvoll einsetzen. Leben retten. Das ist das erste Mal, wo die Stimme überhaupt nicht passt, finde ich. Aus irgendeinem Grund. Neue Entdeckung, ein Allheilmittel. Was sagt man das? Das Rennen läuft. Der örtliche Arzt braucht dringend Medikamente und alle eingesammelten Flaschen sollten zu ihm gebracht werden. Ich erinnere mich noch an diese Quest. Natürlich in dem alten Gebiet im Vatikan. Und wenn man dann denkt, Alter, weil jetzt ist halt irgendeine 0815 scheiß Sammelquest. Leck mir am Arsch, weil ich jetzt da 25 Medizinflaschen sammelt. Oder ich glaube 20 sind es im ersten. Ich weiß nicht, wie viel das sind. Das ist wurscht. Auf alle Fälle fei. Und ich habe nicht gewusst, dass man da was kriegt dafür. Was passiert denn? Offstream-Fragen. Das sind Sachen für Offstream.
Wenn ich jetzt da auf Wiederholen drücke, muss ich dann das ganze Gebiet nochmal neu spielen? Dann kriege ich nämlich einen Vogel. Normal sind das ja nur so Bullshit-Sammelquests, außer die Medi-Quests. Ja, scheiße. Du reist nur zurück. Resoplays, das wollte ich hören. Wunderbar. Wird nachgeholt offstream. Hab ich alles zum Tor. Schau her, hab ich alles zum Tor. So, Marshall, gibt's im Marshall College das auch? Nein. Und ich hab das halt nie da. Ich bin nie wieder zu dem Doktor hingegangen, der die Medizinflasche halt braucht. Darum habe ich nicht gewusst, dass es da so Bücher zum Kaufen gibt, die dir Skills geben. Das ist ja klar, dass ich die einsammle. Das ist mir auch klar, warum ich jetzt mal nach 2 Schlägen umfalle. Ja, gut. It is what it is. Bis dahin. Schön, Sie zu sehen, mein Herr. Was kann ich für Sie tun? Schön, dass sich jemand um die Arbeiter kümmert. Warum ich jetzt da ein Foto machen muss, das weiß ich nicht, aber ist ja wurscht. So, zum blauen Zelt hat es geheißen. Ist das ein blaues Zelt? Nein. Nicht zur blauen Zeit, nicht zum blauen, da ist das blaue Zelt. Wunderbar. Kamel. Mahlzeit. Stich mich auch nicht ab. اتفضل ادخل. Es ist 5 vor 10. Kennst du mich mit dem Arsch lecken? Wir spielen mal weiter. Neuerung im neuen Jahr. Nicht immer. Gina, Schätzchen. Nawal. Gehen wir gleich dazu. Endlich. Hast du deine Schwester gefunden? Kann ich die weiterhauen? Passt jetzt. Das schaut ja aus wie dein Mann. Wen haben wir da? Das ist Dr. Indiana Jones. Ich bin Archäologe. Berühmter Archäologe. Sagt mir was. Marcus Brodys Partner? Sie kennen Marcus? Wir haben gemeinsame Bekannte. Mein Name ist Nawal Shafiq Barclay. Bewahrerin geschichtlicher Artefakte. Und seit neuestem im Spionagegeschäft tätig. Für Miss Lombardi hier. Nun. Lombardi heißt der Italiener meines Vertrauens. Was für eine faszinierende Welt. Wie schön, dass Sie das sagen. Nun, vielen Dank. Was für einen schönen Pavillon Sie da haben. Oh, schauen Sie sich nur um, Dr. Jones. Zu freundlich, Madame Nawal. Sie haben ein Auge für Qualität. Ach, nur Krempel und Mitbringsel von meinen Reisen. Also dieser große Kreis. Die Nazis glauben, er ist eine Verbindung zu einer Art Macht? Fast zumindest. Er denkt, er kommt so in die Geschichtsbücher. Für ihn ist alles ein Wettkampf. Er benutzt meine Schwester für seine Zwecke. Wir werden sie finden. Einfach alles ist vorherbestimmt, sagen die Ägypter. Ach, Sie wollen Osiris füttern, Dr. Jones? Ich glaube, er ist nicht hungrig. Angst vor Schlangen, Dr. Jones? Dürfte bei Ihrem Beruf schwierig sein. Nichts würde mich glücklicher machen, als Ihre Schlange zu füttern, Madame Nawal. Osiris Futter befindet sich neben seiner Kiste. Todesangstlaufe. Ja, du kannst sagen, was du willst. Der fucking Indiana Jones ist einfach einer der besten und perfektesten Charaktere, die es jemals in einem Film geschafft haben. Osiris, Herrscher der Toten. Was ist denn da drin? Charmant. Was ist denn für eine Schlange? Hier kenne ich es nicht. Ist eine Cobra. Ist ja, Klapperschlange ist es natürlich. Was muss ich jetzt tun? Nee, die muss jetzt nicht. Nee, warte! Einer meiner Spione hat dies aus dem Nazi-Lager geschmuggelt. Mittelbewilligung für eine Art Experiment. Unterschrieben von Adolf Hitler. Widerlicher Trottelzwerg. Dr. Laura Lombardi. Sie steht auf der Teilnehmerliste? Mir ist unklar, worum es bei dem Experiment geht. Ich werde daraus nicht wirklich schlau. Wo bist du da nur reingeraten, Laura? Sie war so vertieft in ihre Arbeit, als wir in Berlin lebten. Sie war nie wirklich präsent. So wie ein Geist. Sie liebt dich noch immer, weißt du? Tja, ich bin noch immer für sie da. Und tue alles, was ich kann, obwohl... Voss hat ein Büro im Nazi-Lager.
Im Trottelzwerglager. Vielleicht finden wir dort ja noch weitere Informationen. Was tut denn ihr dahinter eigentlich? Wie kommen wir rein? Ich kann Arbeitspässe besorgen. Aber das dürfte eine Weile dauern, fürchte ich. Geschafft. Schlange gefüttert. Es ist so cool. Wunderbar. Es ist, als dass wir uns fast miteinander in Indiana Jones Film anschauen. I fucking love it. I fucking love it. Abgesehen davon, was ich gerade gesagt habe. Wenn wir mir sicher in die Spiele haben. Es hat sich ja irgendwie letztes Jahr, über die letzten Monate vor allem eingeschlichen, dass wir mir irgendwann dann um 10 Uhr zum Spielen aufhören. Dann aber nur da sitzen, labert mal, schaut du, jetzt ist 11 Uhr. Hätten wir weiter spielen können, der Trottel! Und genau das werden wir in Zukunft auch tun. Ich hoffe, dass ich mich einigermaßen zusammenreißen kann. Und dann gibt es halt nach dem Spielen nicht mehr ganz so viel Schmerz. Ja? Dann müssen wir die nur eine halbe Stunde einzocken ins Spiel, anstatt dass wir uns eine Dreiviertelstunde daher sitzen und umeinander labern. Ist das in Ordnung? Was sagt der Squad dazu? Smash the Like-Button! If you like! Jesus Christ. Road to Fulltime-Stream, ja? Halbe Stunde länger spielen anstatt schmatzen, next step Fulltime-Streamer. Ist ja klar. Machen wir eine Umfrage, ja. Eine Umfrage, kannst du in den Arsch einschirmen? In den Arsch! Like-Button smashen, merci dir, Kuss auf die Nuss, schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Da möchte ich in die Kommentare wissen, was du davon hältst. So, machen wir natürlich nicht immer so, wir werden schon mal wieder schmerzen, aber nutzen wir da mal einfach eine halbe Stunde länger zum Spielen, dann kriegen wir nämlich sicher die Spiele auch fertig. So, was haben wir da? Vogel! Nur zu, Indiana. Werfen Sie einen Blick da. Vogel! Nein, nee, die Kugeln sind kostbar. Wie lässt man die Scheiße eigentlich noch... Ah ja, auf R draufbleiben. Ich habe sie einmal kontaktiert, aber sie hatte keine Zeit. Da hat er wenig zum Nachladen, ne? Mr. Indiana Jones. Aber das Spiel ist eh mehr Prügler als... Aber was müssen wir eigentlich tun? Den Durchrieb untersuchen. Was für ein Durchrieb, oder? Ach, das ist der Durchrieb. Das ist der Vogel. So wie. Das Idol des Ra. Voss glaubt, dass es hier ist, Dr. Jones. Was ist das? Eine Statue. So groß vielleicht. Einer alten ägyptischen Legende nach soll sie mit einem Fluch belegt sein. Sie ist seit Tausenden von Jahren verschollen. Keiner weiß, wo sie ist. Und wie kommt Voss darauf, dass sie hier in Gizeh ist? Glaubt er, der gute Cheops hat sie? Cheops ließ die große Pyramide als sein Grab bauen. Hätte er das Idol gehabt, Hätte er seine Macht vor der Welt verbergen wollen. Steppen wir jetzt in Pyramiden hinein, oder was? Die Macht des Steins. Indiana Jones. Na was? Sie sind ein Genie. Bin ich? Die Katzenmumie. Bitte? Die Steine des großen Kreises fanden sich in verschiedenen alten Relikten. Es könnte also sein, dass das Idol des Ra auch einen enthält. Oh, bravo! Ich nehme an, Sie werden nicht tatenlos auf Ihre Arbeitspässe warten. Hä? Einer meiner Agenten hat diese Karte der Ausgrabungsstätte aus dem Nazi-Lager geklaut. Ja, super, her damit mit dem Schund. Finden Sie sich gut in Gizeh zurecht. Also, oh, da haben wir was. Was haben wir da gefunden? Nur eine kleine Zeichnung Nawals von mir. Porträt der britischen Ägyptologin Wenn ich mich Margaret nicht irre, Murray. hat Marge in Petra gegraben. Genau. Ich habe sie da Porträt von Margaret. Margaret! Ach, was für eine reizende Dame. Oh, da ist wieder sehr viel Nazi-Zone. Eine detaillierte Karte von Gizeh und der Nazi-Ausgrabung. Und es ist nicht der Horus, sondern der Ra. Ich habe auch überlegt. Aber wenn ich mir mit irgendwas... Da habe ich mir Ich kann das benutzen, um den Funkverkehr der Nazis abzuhören. Ausgezeichnete Idee. Nur zu. مدام نوال نازلين دمروا واحدة تانية. شكرا قمر ربنا معك. Was verloren? Noch eine Steinstele. Voss ist hinter den Informationen her, die darauf sind. Bald schon.
wird hier sämtliche Geschichte ausradiert sein. Vielleicht könnte ich Ihnen behilflich sein. Ich fördere das Ägyptische Museum. In Kairo wird man sich über jede Steinstele freuen. Wenn Sie welche finden, bringen Sie sie mir. Ich verwahre sie sicher. Solange Sie ins Museum kommen. Wo sie hingehören. Das sind meine Aufzeichnungen zu der Steinstele. Eventuell sind sie Ihnen von Nutzen. It's a trap. Weiß nicht warum, aber Ich ihr tu mein Flick da Bestes. macht mich nervös. Stimmt was nicht damit. Was haben wir da? Stehlenliste. Beobachtungen zu Stehlen vom Agenten des Ägyptischen Museums im Lager. Hat versprochen, rechtzeitig zur nächsten Lieferung Arbeitspässe zu besorgen. Stelle Nummer 1. Ich vermute, dass sie es ist, nach der die Nazis im Grabmal von Schentkaus suchen. Stele Nummer 2. Agent hat gehört, die Nazis stellen einen Trupp für die Suche nach einer Stele östlich der Sphinx zusammen. Stele Nummer 3. Laut eines Ostrakon-Fundes soll sich diese Stele irgendwo unter der Sphinx befinden. Okay, das sind jetzt lauter so Hinweise. Bereich mit einer X vorne markiert. Stele Nummer 6. Ein Agent hat beobachtet, wie sie von den Nazis in die Autowerkstatt gebracht wurde. Also müssen wir mir jetzt diese... Okay, das finde ich, das war jetzt eigentlich das Allergeilste. Wenn diese Dinger keine Questmarker hätten. Sondern du liest es... steht und wir müssen jetzt die 6 Stelen da suchen. Die Nazis haben versucht, westlich des Dorfes eine Steinstele auszugraben. Die Mission wurde wegen eines Unfalls abgebrochen. Und dann fangst du da zum Suchen an und dann ist das Environmental Storytelling so gut gemacht, dass du das halt auch findest und dich nicht behindert suchen musst, aber halt ohne... Ja, da wirst du viel mehr in die Welt hineingesogen. Du nimmst das Spiel ganz anders wahr, als wenn da irgendwo ein behinderter Questmarker, Nazis kaputt kloppen, einsammeln, fertig. Auf dem Wisst ihr, was ich meine? Du musst die Stehlen stehlen. Willst du mit mir stehlen? Keine stehlen Sorge. gehen? Ich habe einen Riecher für Betrug. Riecher für Betrug, da bin ich mir nicht so sicher. Mit dir stimmt was nicht. Sag ich dir freiwillig, wie es ist. Hey, Strambo. Nein, Strambo! Kommen Sie Lass mir her. das ST weg! Mistbritschen! Was ist mit dir? Ist es jetzt eigentlich unser zum Dorfmarkt begeben? Stehlen für normal sammeln, 0 von 4. Aber es gibt doch 6. Warum? Gut, ich höre. Ich habe überhaupt nichts gedruckt. War doch gerade im Menü. Nein. Statusbericht Meyer. Kommen. Das ist Voss. Wir waren den ganzen Tag an der Ausgrabungsstelle bei der Sphinx. Die Männer sind erschöpft. Komm. Ja und? Haben Sie schon das Heiligtum der Wächter gefunden? Leider nein, Herr Sturmbannführer. Aber womöglich einen Eingang. Komm. Gut. Gute Arbeit, Meyer. Und jetzt kehren Sie zum Lager zurück. Ich werde mich jetzt der Ausgrabung widmen. Der nächste Schritt erfordert eine gewisse Expertise. Na los, ab! Expertise. Herr... Voss scheint sehr besorgt um diese Ausgrabung zu sein. Wonach sucht er? Er sprach vom Heiligtum der Wächter. Hä? Vielleicht waren das Wächter des Idols des Ra. Das müssen wir rausfinden, bevor er zur Stätte zurückkehrt. Was hatten Sie jetzt für einen Schlag? Was war denn das jetzt da wieder hinter mir? Neue Feldarbeit. Feldarbeit sind Nebenquests, wenn ich das richtig verstanden habe. Entdeckungen. Also das sind die Neben-Sammelquests. Feldnotizen, bla bla bla, das ist Allheilmittel. Feldforschung sind Nebenquests und das ist Hauptquest. Zum Dorfmarkt begeben, stehlen für Nawal sammeln. Das heißt, das da kann ich offstream machen, Sphinx-Ausgrabung erkundigen und das machen wir jetzt. Hm? Ja, wir meinen nicht mehr ganz mal alt, das ist eh klar, aber anschauen die haben wir sonst schon noch. So, da müssen zum Dorfmarkt. Wieso muss ich jetzt wieder mit ihr reden? Muss ich ja nicht, oder? Kann er gar nicht mit ihr reden. Kann gar nicht. Bitte bleib da. Bleib einfach da, bin ich zufrieden. Neues Abenteuer. Das Idol des Ra. Ja. Die Nazis stehlen Steinstelen. Die Nazis stehlen Steinstelen, die Nazis stehlen Steinstelen, die Nazis stehlen Steinstelen. Aus Gizeh und verfrachten sie nach Berlin. Nawal braucht Hilfe dabei, sie zu einem Kontakt im Museum von Kairo zu schmuggeln, welcher im Gegenzug Arbeitspässe für das Nazilager beschaffen wird. Im Dorf gibt es einen Markt, auf dem nützliche Vorräte angeboten werden.
Okay, also dann haben wir einen Haufen Platz. Wo haben wir haben da unten. Da haben die roten Gebiete eingezeichnet. Da müssen wir her zum Dorfmarkt begeben. Ich nehme mal an, das ist der Dorfmarkt. Und 1, 2, 3, 4, 5. Da sind jetzt 5 Gebiete eingezeichnet, wo wahrscheinlich diese Stelen zum Stehlen sind. Und die 6. fehlt. Und den muss man wahrscheinlich so finden. Das ist eigentlich schon ganz witzig dann. Das, glaube ich, hat es im ersten Gebiet nämlich auch gegeben. Da waren von denen, deswegen habe ich ja nur 9 von 10 von den komischen Beutel da machen können. Da waren nämlich bloß 9 von 10 eingezeichnet und das 10. nicht. Aber ich habe da nirgendwo einen Hinweis, wo das 10. ist. Können wir ja schauen, ob wir unterwegs gleich Medis einpacken können. Das ist absolut richtig. Wenn man die liegen so kleine Medikits drin, wo normalerweise auch ein Verband drin liegt. Wenn mich nicht alles täuscht. Augen offen halten und der extra Meter irgendwo Sachen zum Durchsuchen rentiert sich oft. So, nehmen wir gleich mal, was ist das da? Eischebrot, Eisch-Baladi-Brot nehmen wir mit, können wir brauchen. Ne? Immer sauber alles durchsuchen. Die Frage ist, wo gehen wir als erstes hin? Wo schauen wir hin? Ah ja, da hinten ist das Gebiet. Dann gehen wir doch einfach mal in diese Richtung. Da die vorschlagen. Ja, mal in diese Richtung hindrehen und dann werden wir schon sehen. Kann man dann gegebenenfalls im Verlauf einer Quest finden? Ja, das sowieso auch. Ich habe aber auch im ersten Gebiet nicht viel gefunden. Wie viel habe ich? Da steht, na warte, rechts um. Warum steht es denn nirgends jetzt? 3 Stück habe ich rechts um im ersten Gebiet von selber gefunden, durch Zufall. Das ist nicht viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß allerdings auch nicht, wie viel das im ersten Gebiet insgesamt gegeben hat, aber ich glaube auch 25. Geht's überhaupt nicht bei? Was ist das denn? Bemerkt mich da schon wieder irgendeine... Was war denn das wieder? Wer... Ach, er da hinten. Ja, okay, der darf man natürlich nicht sehen. Haben wir noch... wir haben keine Verkleidungen. Könnte man da irgendwie auf? Kann man da was anstellen damit? Nein. 15 im Vatikan. Ja, aber ich habe auch bloß 3 davon gefunden. Das ist nicht der Teufel. Schauen wir mal, ist da wieder... Am Nazis wieder mal ein Loch drin lassen. Was haben wir da drin umeinander? Alles muss durchsucht werden. Die Musik ist auch on point. Die musikalische und du kommst jetzt aber da nicht zu, oder? Schau mal das Ding hier. Ja, hat doch was gehört. Da schleichen wir uns jetzt rein. Die Frage ist, was es da gibt. Gehen wir mal daher so. Schauen wir mal, wo wir sind. Wir haben meilenweit weg von dem. Müssen wir da hintrieben. Nehmen wir da herin, oder? Nehmen wir da herin. Das machen wir jetzt mal so, schauen wir, was passiert. Von wem kam das? Wie versteckt man jetzt da einmal? Ein hübsches Modell. In der Hoffnung, ihr seht uns da nicht. Komisch. Komm mir nicht zu nah! Mist, er hat einen! Mistakes were made. Keine Sorge. Ja, Stealth ist nicht so meine Stärke. Entschuldigung, der Willi war da. Der Willi war da! Oh, der Vorschlag haben wir heute, glaube ich, mehr raus. Ja, das ist gut. Mann am Boden! Oh shit. Falls ihm heim! Gehen wir jetzt da mehrere, oder? Verdammt! Mann am Boden! Jetzt bist du bestimmt voller Reue. Jetzt bist du bestimmt voller Reue. Oh! Das wird dich aufhalten. So was wie Headshots gibt's in dem Spiel nicht gehen. Ja, es ist jetzt Schluss mit Stealth, wenn es mir der Dings gibst. Wo ist denn der andere? Netter Schuss! Ist gut, geh! Oh oh. Verfehlt! Ha! Wer feiert mich denn da eigentlich? Oh? Haben wir jetzt das Nazi-Lager da ausgereiht und keinen interessiert oder wie sehen die? So haben wir jetzt alle Zeit der Welt. Wozu stealthen, wenn man einfach reingehen kann und bringt alle um? Der Kackkeks. Nice. Was haben wir da? Ein Grabmaleingang, der versiegelt wurde. Also, bringen die Fotos auch Hinweise vielleicht? Was haben wir da? Aufmerksam lesen, vielleicht lernen wir was. Oberst ganz!
Mir ist zu Ohren gekommen, dass sich viele der Soldaten weigern, das Grabmal westlich des Arbeitslagers zu betreten. Angeblich soll es verflucht sein. Gespenster sollen dort umgehen. Offenbar hören manche sogar nächtliches Geflüster aus Richtung des Eingangs. Ich habe den Eingang zum Grabmal fürs Erste verschließen lassen, doch wir müssen etwas tun, um die Moral der... Oh. Volltreffer! Du hast keine Chance! Du hast hier nichts versucht! Mann verloren! Herr Fettsack! Klonk! Chill, was ist da los? Mr. P, Y1516! Bitte gib einen anderen Namen, weil das kein Mensch nicht lesen kann. Warum stehen die Pyramiden in Ägypten? Weil sie zu groß sind, dass sie die Briten stehlen und ins Museum stellen können. Hat den eigentlich schon gebracht? Nein, noch nicht. Aber jeder hat es wahrscheinlich gedacht. So, ist da was zum Zuhauen? Ja, die klassische Nazi-Fliegen klar. Oh! Here we go! Medizinflasche! Ja, ja, die können wir auch brauchen. Revolvermund können wir gleich wieder nachladen, weil offensichtlich wird da öfter mal ballert. Wie lädt man nach? Er ist K.O. Oh shit. Mist, er hat ihn umgelegt. Ich hab ihn umgelegt. Wo ist er? Stopp! Weg da! Ah, Leuten. Gib ihm! Haben wir es jetzt dann bald? Oder muss ich die jetzt alle verstecken, damit er Ruhe ist? Hier ist nichts. Hab dich, du Wurm! Oh shit. Oh shit. Er hat ihn! Au! Verdammt! Ich lade nach! Hab ihn! Blöder Fehler. Nachladen in einer Schießerei nach einer Kugel. Den Fehler haben schon mehrere gemacht. Leute, jetzt rammen wir die mal ins Zeit. Aber so, oh, da ist eine Karabine. Warum liegt denn da ein K98? Kann man das nicht sagen? Da liegt da noch was zum Looten. Nazis zu bestehlen kann nicht falsch sein. Nazis bestehlen, das kann nicht falsch sein, ne? Oh. Ja, wurscht. Oh mal, kann man den Karabiner... Was ist mit dem Karabiner? Bruder! Wieso habe ich da kein Chemie und keinen? Nachladen funktioniert übrigens nicht auf R, weil da ist Schubsen auf R. Warum auch immer. Aber wenn ich auf R oben bleibe, ist es vorher gegangen. Ne, geht nicht. Nimm einen K98 mit. Halt, stopp. Erst verbinden. Das ist kein Jim Beam. Linksklick, sobald er la... Achso, sobald er la ist, okay. Ich richte sie. Gut old. Nochmal. Fressen wir mal den ganzen Scheiß. Und heilen wir uns mal wieder voll. Und normalerweise gehen wir nicht so... Eigentlich gar nicht einer müssen. Alles, was wir da jetzt gekriegt haben, war im Prinzip... So ein Medizin... Oh, Luga. Schau hier. So, die Zeit durchsuchen wir natürlich schon. Da ist nämlich ein Schlüssel. Schlüssel zum verfluchten Grabmal. Hat sie sich schon rentiert? Ein Schlüssel zu einem Grabmal, das die Nazis abgesperrt haben. Ja, easy, oder? Was haben wir da? Oh, der Schlagring. Für wahre Kampfmaschinen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Das verstehe ich nicht ganz. Aber gut, was haben wir da noch? Flucht aus dem Grabmal mit Friedrich Becker. Da ist noch eine Kiste. Habe ich da was übersehen? Was ist das da? Oh, ne. Wo ist noch eine Kiste? Was man natürlich alle... Wenn man natürlich alle Kisten... Oder hast du die Kisten gemeint? Nö. Stopp, anders Zeit, aber da ist nirgends eine. Kistige Kiste. Ich sehe hier keine kistige Kiste. Die haben doch normalerweise so richtig, dass man es richtig gut sieht, so richtig rot mit dem weißen Batzen drauf, nicht? Links vom Eingang. Die kleine rote... Ach, das da! Die was die Dinger kommt, mich verarschen. Kann man die aufschießen? Was muss man mit der da aufschießen? Oh mein Gott, hab ich viele Kisten im ersten Ding übersehen. Und stehen lassen, weil ich mir denkt hab, die kann man nicht aufmachen. Alter, da sind voll die Monados drin! Ja, Blättlaufer, wieder was gelernt.
Herzlichen Glückwunsch! Oh, da habe ich wirklich Failing. Oh, da habe ich Fail stehen lassen. Guck mal, muss ich die aufschießen? Brauchst du was Härtes zum Zuhauen? Okay, da brauche ich wahrscheinlich einen Vorschlag haben, oder? Ein Fliegenduscher wird nicht gelangen. Ja gut, jetzt gehen wir noch zu der Ausgrabungsstätte. Halt, stopp. Welche Richtung müssen wir? Diese Richtung müssen wir. Da haben wir aber nicht weitergekommen, oder? Wie kommt man da rum? Müssen wir unten rundum laufen. Haben wir gelangt? Na gut. Aufschießen, so lange aufschießen, nein, geht, wird's aufgeschossen. Fliegenduscher gelangt nicht. Ist ja blöd. Das ist übrigens der nächste Kritikpunkt, so ein bisschen. Ich muss, ist mir gestern auch aufgefallen im Vatikan, ja, also in dem alten Gebiet, wo ich so Nebenquests gemacht habe, dass ich oft einfach die Map da so off habe und dann nachher laufe. Oh, nein, Mr. Nazi Sepp, du, nein, lass mich stehen. Brav. So. Dann haben wir da schon wieder, ist da überall Nazi-Gebiet. Wie viele Nazis müssen die da vermöbeln in dem Spiel? Ja! Ja, okay. Okay. Schaut nicht gut aus, bist du beobachtet, ne? Schleichen wir mal von der Seite noch. Ich schleiche mir mal von der Seite noch und hauen runter von seinem Festivalstuhl. So. Oh shit. Was? Ist da jemand? Locker! So was ich gemeint. Okay, tschüss. Okay, bye! Bist du hier? Oh. Nein! Nein! Upsala. Tschüss dann. Ich schau dann mal weiter. Oh, irgendwo da. Oh ja, da sind wir. Hab schon gefunden, Entschuldigung, falsches Loch. Geil. So! Hä? Ja, das wollte ich nicht. Was mit dir? Schlafi. Hm? Der Nazi Schlafi. Was ist denn das wieder Verrücktes? Oh, das Schirm? Schaut irgendwie, weiß ich nicht. Zelda hat mich seit 25 Jahren, 26 Jahren, 27 Jahren, von dem darf ich mir übrigens mal ein Remake wünschen. Können wir bitte endlich, Nintendo, können wir bitte endlich ein Zelda Ocarina of Time Remake, nicht ein Remaster, Remake auf dem aktuellen Stand der Zeit haben. So wie es Resident Evil 2 gemacht hat. Das ist der die feiern. So. Haben wir da irgendwas? Nein, haben wir nicht. Wo geht's da? Wie kommen wir jetzt da jemals wieder raus? Was soll denn da? Was soll jetzt das sagen dazu? Für Switch schaut aber dann immer noch aus wie früher. So, absolut richtig springen. Ah, okay, das ist mein Fehler, Entschuldigung. Die kannst du noch nicht holen, da brauchst du ein Feuer. Aber wieso brauche ich ein Feuer? Ah, die Schalen da unten, hä? Aber, naja gut. Dann schauen wir noch weiter zum Markt, was es da gibt. Oder ich nehme mal an, dass das Viertel da ist der Markt. Gehen wir halt da rein. Gehen wir da überhaupt hin? Wie kommen wir da hin, ist die Frage. Da schaut es mir nicht an, als kann man da aufwiegen. Map aufmachen, links laufen da Wege eingezeichnet. Hey, Anton. Was? Ich habe die Schätze versteckt, wie abgemacht. Nicht so laut. Oh, Entschuldigung. Wenn wir das hier hinbekommen, wird sich das für uns lohnen. Und wenn wir erwischt werden, wird's richtig. Klar. Hast du noch was gehört? Komisch. Was haben die gerade da? Wir haben irgendwas von versteckten Schätzen gesprochen, die guten Herren da unten. Ja, mit denen sollen wir es verrammen, ich weiß nicht. Oder werden die Antwort nicht aus der Hosentasche rausfallen, wenn ich an der Pfotz reinhau. Midi. Vogel! Das ist ein Gockelhahn. 4000 km/h. Was haben wir da? Datteln. Da nicht Datteln, ich hasse nicht. Ich hasse Datteln. Assalamu alaikum, Ostaz. Acharuk Said. Acharuk Said, haben wir wieder was gelernt. Ja? Hier ein Zug.
Und da vorne gibt es etwas. Das schauen wir uns noch an. Gieseedorf. Umgebungsgrafik ist übrigens auch on point, schaut richtig gut aus. Als gefällt mir gut. اهلا بيك يا محترم. Ich komme mit der Sprache nicht klar. So, wer ist denn das? Ist das Puffmuttern da? Das Beste, das Schönste, fast geschenkt. Chill mal. Oh, geil, ich mag den Affen! Ich mag den Affen! Sie möchten ein Foto? Ja, vom Affen! Hey, schau mal her! Guck! Natürlich. Moment, wieso kann ich denn fotografieren? Ich mag ihn fotografieren. Asma. Kein guter Winkel. Jetzt hat er das verführt, was So, Asma, was hast denn du da so? Überaus guter Preis. Geheimnisse in Gizeh. Eine Sammlung kurioser Geheimnisse, die es in Gizeh zu enthüllen gibt. Erforderlich 350, verfügbar 345. Goddammit! Können wir uns nicht kaufen. Erfordert Feuerzeug. Ist das etwa das, was mir gerade gesagt worden ist? Und dann, weißt du das schon? Kaufe ich natürlich nicht, ist ja klar. Ich sehe schon, das sind Sachen, die... Nein, gerade kein Bedarf. Ja, eine Literatur... Schnauze jetzt da. Ein Literaturkompendium mit allen Abenteuerbüchern, die es in Sukhothai zu finden gibt. Erfordert Feuerzeug. Also man kann die Sachen so auch finden, aber wie soll ich das finden? Also ich renne ja nicht jeden Millimeter von dem Gebiet ab. Seien Sie mir nicht böse. Natürlich da ich irgendwann hergehen und die Dinger da kaufen. Wechselt mal das Outfit. Kann ich nicht. Ich habe keine Outfits mehr seit... Nicht jetzt. Oder? Nein, ich habe keine Outfits mehr. Die sind da Hallo. normalerweise drüber oder drunter. Da geht nichts. Aber was ist mit Ihrer? Was verkaufst du? Iowa. Ich glaube, ich habe etwas für Sie. Na, kleiner Kerl. Bitte, Tausred ist eine Königin. Nächste Ich kleine wusste ja Anspielung. nicht, dass ich mit der dem letzten offenen Pharaonin der Satz. Ramessiden spreche. Ich bitte um Verzeihung, Eure Majestät. Vielleicht Entrüsteter zücken Sie ja Laut. hier für Ihren Geldbeutel? Ja, Salam. Nicht übel. Wie viel? Da kriegen wir Aus das dem Feuerzeug. schönen Wien. Ich trenne mich nur ungern davon, aber Ihnen das von Wien verkaufe nach ich es Gizeh, für einen oder? sehr, sehr guten Preis, Sir. 5 überleg's Euro! mir. 80 Euro! Wenn ich in ägyptischen Gräbern rumklettern will, wäre ein Feuerzeug praktisch. Ein tolles Feuerzeug. Erforderlich Das 75. Ja, habe ich kauf! von einem Deutschen. Das nehmen wir mit. Es gehört mir. Brücke 2 zum Bereitmachen des Danke. Feuerzeugs. Nützlich bei der Erkundung dunkler Bereiche. Ah, okay, zweites Gebiet. Da haben wir Feuerzeug und jetzt hat die Kamera dabei. Ich verstehe. Jetzt können wir uns natürlich diese Schätzlereien da nicht leisten, aber egal. So. Was ist mir jetzt denn? Jetzt gehen wir da oben zurück und schauen wir uns so eine Geheimnisse an. Ihr Geld ist stets willkommen. Ja, dass mein Geld da unten immer steht, das ist mir schon klar. Jetzt habe ich gespannt, wie ich unten war. Hello, my friend, do you wanna make a diving tour? Do you wanna make a diving tour? No. Do you wanna make a diving tour? Hello, sir, how are you? Very well. Do you have some money? What? So, ich springe jetzt da hinten runter, ohne dass mir diese Nazi-Typen da sind. Was der aber mit denen zwei? Eigentlich sollte man es verrammen. Komm mal da wieder auf, ey. Ja, prügeln wir es einfach zusammen, oder? Und ich versteck mich da. Kann ich nicht. Irgendwas ist hier im Busch. Dann gibt's das mit dem Peitsche to your face. Seemann! Gefunden! Der hat gesessen! Ich hab kein Aus da nicht. Ja, komm jetzt mit Nette. Komm mal. Ja. Hallo, ich hab schon 5 Mal auf Glocken gedrückt, du Zigeuner. Da bist du ja! Klonk. So. Hat jetzt da von euch irgendwas dabei, was mich nach Schätzen zulässt? Oh, blutige Fotzen hast. Ja, dann haben wir Pech gehabt. Warte mal. Wenn es irgendwas gibt, was Nazis... Es gibt was Nazis mehr hassen wahrscheinlich, aber... Ja, dann müssen wir noch ein paar Mal probieren. Schwerer als du aussiehst. Aha. Ihr wisst schon. So, weiter geht's. Wo ist das? Da ist das Grab gewesen, wo wir das Feuerzeug brauchen.
Sag's nicht, sonst Strike. Sie wissen dann. So, wenn ich da jetzt mein Feuerzeug reinhalte. Glaubst du selber nicht, dass das was kann da, ne? Ah, warte mal. Bitch! Oh nein. In irgendwelche Schließen haben wir angekriegt, das hat noch nie gut. Hat noch nie gut. Was das ist alles? Stehle des Riesen! Ich stehle des Riesen! Oh, was? Da ist irgendwas von Anheben und sonst was. Oh mein Gott, geht da jetzt eine Scheiße los, wenn ich... Nein, please don't. Eine riesenhafte Figur unter kleineren Menschen, die möglicherweise einen Pharao und seine gottgleiche Natur darstellt. Eine Steinstele. Ich sollte sie nach Wahl bringen. Drücke rechts zum Annehmen und drücke links um die Flamme zu... Ah, ja gut, das geht ja mit den Fackeln. Ich hab jetzt gemeint, ich kann das Artefakt anheben, so wie im ersten Teil halt so mit... Und dann stürzt er das selber in den Scheiß macht. Das war jetzt vielleicht ein wenig narrisch gewesen. Ja, Hochlitl. Was ist denn mit ihm da passiert? Hätten wir wahrscheinlich in einem von den Zählen nachlesen können, wenn die anderen mal ihr Futzen halt, aber gut. Ja? Haben wir schon gefunden? Was Nazi-Skelett da unten? Ja? Hinten ist der Zug. Dann da ich sagen, wissen wir, was wir am Mittwoch zum tun haben. Was bedeuten denn die schwarzen Kreise da? Ich kann nicht drauf hindeuten, gescheit, weil ich keinen Mauszeiger nicht habe. Genau da, wo mein Pfeil jetzt hinschaut, ja, ich drehe mich mal ein bisschen, genau da, wo mein Pfeil jetzt hinschaut, so 2 cm links unten davon, in genau die Richtung haben so kleine schwarze Kreise dort. Weiß jemand, was die Teleportwegweise? Warte mal. Ah, die hab ich im alten Gebiet die auch schon gesehen. Stimmt, da hat man sich teleportieren können. Allerdings weiß ich nicht, wie die Gebiete heißen, deswegen habe ich nie gewusst, wo ich mich hin teleportiere. Da war es halt geil. Und das muss nicht so dann immersive sein, dass ich jetzt da einfach hergehen kann mit der Maus. Na, jetzt geht's ja da mit der Maus, ich bin ja auch voll depp. Dass ich da einfach draufklicken kann und dann teleportiert es mich da hin. Wenn jetzt nämlich da hinlaufe, dann ist da so ein Wegweiser und dann stehen da Ortschaften dort. Und die habe ich im ersten Gebiet nicht kapiert, wo da was ist. Bin mir nicht sicher, ob da ein Gizeh-Dorf steht oder Gizeh-Arbeiterbereich und so weiter und so fort. Da war es eigentlich ganz nett, wenn man einfach draufklicken könnte. Aber gut. Ja, Freunde der Sonne, wissen wir, was wir am Mittwoch zum Tun haben. Grandioses Spiel. Es freut mich, dass das Ding so gut ist. Sag ich dir, was es ist. Und es wird mir ein Fest, ich hoffe, es bleibt so, und es wird mir ein Fest, das werden wir durchspielen. Deswegen übrigens auch heute der Stream Indiana Jones, Mittwoch der Stream Indiana Jones. Und nächste Woche spielen wir dann natürlich wieder, aber dann kommt wieder ein bisschen Abwechslung. Montag machen wir das, Mittwoch machen wir das. Ich bin mir noch nicht so 100% sicher, was wir noch tun, aber da unterhalten wir uns dann am Mittwoch nach dem Stream noch oder am Freitag nach dem oder während dem Stream noch. Was auch immer. Wenn er Mike schreibt, es wird noch besser, dann bin ich wirklich gespannt. Dann bekommst du alle Standorte für die Medizin. Moment, wo wir am Zitronen waren. Im Vatikan solltest du nochmal in den Museumsflügel gehen und das Geheimnis ein wichtiges Datum machen. Solltest es noch nicht haben. Habe ich schon. Mir werden die Medizinflaschen auch schon angezeigt. Ich weiß sogar, wo sie sind. Ich war gestern dann bloß 2, weil ich habe nicht gewusst, dass das dahinter steckt. Ich meine, das ist bloß irgendeine 0815 Sammelquest. Das mache ich, sag ich wie es ist, das mache ich morgen offstream. Gemütlich, herpflanzt und so weiter. Freunde der Sonne! Bevor es euch nach dem Gameplay schleicht, leave a like, Kuss auf die Nuss. Jetzt werden wir uns noch kurz unterhalten und dann schauen wir gut aus. Gut Spiel. Ich bin total verwundert. Total. Habe ich nicht damit gerechnet. Das werde ich noch oft sagen wahrscheinlich, wenn es dieses Level hält, aber oft nur kann ich es gar nicht sagen. Ich habe noch eine ganz furchtbar, Simon und Rest und Sebi und überhaupt so die alle da, die ich übersehen habe, gleich noch eine wichtige Nachricht, solange noch ein paar Leute da sind und nicht jetzt wieder 300 oder vor mir vor einer Minute auf die anderen verschwinden. Furchtbar wichtig. Seit Ende Dezember gibt es keinen MMOGA-Link mehr von mir. Wichtig. Gucken Sie in die Beschreibung rein. Der Link und der Hinweis für das Partnerprogramm wurden entfernt. Warum? Es gibt das MMOGA-Partnerprogramm nicht mehr. Also jetzt, ich bin nicht ausgeworfen worden, es ist auf
bestimmte Zeit ist pausiert worden. Ist mir sowieso schon ein wenig komisch vorgekommen. Ich glaube, Mitte Dezember irgendwann habe ich die Nachricht gekriegt, MMOGA zahlt nicht mehr per PayPal aus. Da hat mich ehrlich gesagt auch wundern, wenn man bei MMOGA noch per PayPal bezahlen kann. Das habe ich noch nicht nachgeschaut. Und Ende des Jahres habe ich dann eine Nachricht gekriegt, das Partnerprogramm wird bis auf unbestimmte Zeit pausiert. Ich kann mir vorstellen, was wäre es sonst? PayPal hat es ausgeschmissen, weil sie irgendeinen Scheiß gemacht haben. Frag mich nicht warum. Ich habe nie Probleme, seit über 10 Jahren kaufe ich meine Spiele da. Nicht nur bei MMOGA, vielleicht auch mal irgendwo anders, wenn der Key um einiges günstiger ist. Nur der Hinweis, der Link funktioniert nicht mehr. Ihr könnt ihn weiterhin benutzen. Also, er bringt halt nichts mehr. Es gibt die 3% nicht mehr, ich krieg nichts mehr davon, es ist halt einfach vorerst pausiert. Kannst nicht mehr mit PayPal zahlen, schreibt der Resoplace. Das macht nur Sinn, weil wir auch als Creator oder ich als Creator, auch alle anderen, die da Partner sind, ich meine, da kann jeder Partner werden. Der Link, den man da kannst du dich einfach registrieren und fertig. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber niemand hat das mehr. Bis auf unbestimmte Zeit. Bis dahin werde ich auch, sage jetzt halt ganz ehrlich, weil ich nicht weiß, was dahinter steckt, mir hat da keiner was gesagt davon, keine Bewerbung mehr für MMOGA machen und auch selber wahrscheinlich erstmal nicht, vorerst nicht mehr bei MMOGA Keys kaufen. So wie es ist. Dann kommt es halt einfach. Ich hab mir, ja, das sind Sachen, die wisst ihr nicht. Mir ist dann gesagt worden, die Partnerschaftsauszahlungen gingen nur noch per Skrill. Was ist Skrill? Ich hab gewusst, was Skrill ist, aber ich hab bis dahin noch kein Skrill-Konto gehabt. Ist überhaupt nicht wichtig. Skrill ist die letzte Scheiße, aber ich hab mal eins machen müssen, weil mir die nur Provision schuldig waren und die hole ich mir natürlich. Ja, die schenke ich dem Chinesen Deppen nicht, das ist auch klar. War nicht viel, ist nicht viel. Ist ja generell nicht recht viel, was mir da übrig bleibt. Aber natürlich es sind 10%. Wenn du dir ein Spiel kaufst bei MMOGA, das kann ja auch jeder nachschauen, du kannst einfach ein Partnerprogramm, kannst dich registrieren und dann sagst du das. 10%. Wenn du also ein Spiel da drin für 30 Euro kaufst, kriege ich 3 Euro. Das ist jetzt nichts Narrisches nicht, aber Kleinvieh macht auf Mist und fürs Nix da und warum nicht? Mit Bitcoins kannst du jetzt zahlen. Im Ernst jetzt? Lol. Das sagt eigentlich mehr, als ich wissen muss. Aber hat man das nicht schon immer? Bin mir nicht sicher. Aber ich zahle halt immer per PayPal schon. Immer. Ich sag das auch freiwillig, wie es ist. Wer kein PayPal als Zahlungsart hat, da komme ich nicht. Sei tschüss dann, finde ich woanders. Stefanie, hauen Sie sich hinein, gute Nacht. Ja, bloß damit ihr Bescheid wisst, der MMOGA-Link geht nicht mehr. Ich werde mich mal umgucken. Manchmal kaufe ich Keys bei Kinguin. Ist noch was man was sagt. Der Far hat gerade was Interessantes geschrieben. Dann gehen wir halt zu Honey. Das kenne ich zum Beispiel nicht mal. Und ansonsten schaue ich halt meistens über Keys for Steam. Und da mal schauen, ob da irgendwo ein halbwegs seriöser Anbieter da ist. Und dann werde ich mir irgendwann mal schauen, ob es woanders eine Partnerschaft gibt. Vorher selber 1, 2, 3, 4, 5 Testkäufe für Spiele machen und wenn das absolut reibungslos geht, mit Zugling und so weiter und so fort, dann tue ich irgendwann wieder einen Link ein. Wenn es sowas überhaupt nur irgendwo gibt. Instant Gaming Heftel. Ich lasse mir das auch gern von euch sagen, was ihr sagt, was eine gute Sache ist. Dann lass mich von euch influenzen. Schauen wir das so und wenn das was ist, dann werde ich wieder zurück influenzen. So einfach ist das. Honey ist der größte Coupon-Affiliates-Game. Ich kenne ihn nicht. Ich sag das, ich weiß nicht. G2A habe ich auch schon ein paar Keys selber gekauft. Ja, kenne ich natürlich auch. Ich weiß natürlich aber jetzt nicht auswendig, wer da ein Partnerprogramm hat und wer nicht. Instant Gaming ist gut. Mediamarkt. Ach, sprengi Boy. Ich schreibe mir das jetzt einmal auf. Ich sag das, was ist. G2A.com und Instant Gaming. Schau mal an! Warum nicht? Über Instant Gaming kaufe ich eigentlich alle meine Keys. Ja, aber haben die, wenn die kein Partnerprogramm nicht haben, dann ist sowieso hinfällig. Schauen wir. Ich glaube, bei Instant Gaming habe ich noch nie einen Key gekauft. Schauen wir mal. Affiliate Program. Ah ja, und dann kommt Instant einmal was zum Einloggen. Leute, schaue ich mir an. Galeria Kauf auf Dandel. Dandel sagt mir auch nichts. Also, das ist jetzt auch wieder irgendein Blödsinn, den es mir herscheißt. Honey ist Scam. Wie gesagt. Ach, das Honey. Ich habe mir die Videos nicht angeschaut, aber ich habe Thumbnails davon gesehen, dass ist es nicht Epsi, was der Mr. Beast irgendwie beworben hat und so weiter und so fort, in dem Wissen, dass es ein Scam ist. Bin mir nicht sicher.
Aber ich darf mir halt gern, also ich meine, ihr wisst es, ich mache sowieso eigentlich nie und wenn extremst selten, nicht einmal extrem selten, sondern nie. Sehr eine Partnerschaftsgeschichten und so weiter. Aber bei sowas ist was anderes. Ich glaube, das ist einigermaßen legit. Aber ich möchte halt selber erst mal ausprobieren, ist das, passt das, möchte es vielleicht auch von euch hören, wenn es da schon ein paar Sachen gekauft hat und noch nie Probleme gehabt hat, dann finde ich das gut. Und dann schaue ich mir das an und dann landet halt ein anderer Link da drin. Ich glaube, da hat auch keiner irgendwie ein Problem damit. Nehme ich mal an. Hat bei MMOGA auch keiner was gesagt. Spielst das Kartenspiel mit dem Hermelin einmal wieder? Ach, Inscription. Möglicherweise. Kommt möglicherweise wieder. Honey überschreibt die Affiliate-Links von den Influencer, egal ob sie einen Code gefunden haben oder nicht, und schauen sie die Provision. Ah, interesting. Der Herr Back! Trotz alledem, I'm a simple man, IC Bürger, 1 Euro. Merci für deinen Zykle 50 geben, merci dir. Aki-chan, servus, danke für deine tollen Streams, da ist man gerne Abonnent. Ja, Aki-chan, merci für deine Mitgliedschaft, Kuss auf die Nuss. Herr Back, die habe ich da übersehen, sorry für die Verspätung. Franziska, weil die haben wir schon lange nicht mehr gehört. Franziska wird dieses Jahr übrigens 6 Jahre alt, glaube ich. Puh. Noch besser ist, Honey kehrt zu PayPal. Okay, das ist krass. Der Burning Crusade schreibt auch was Interessantes. Marvel Rivals vielleicht ein Thema. Habe ich tatsächlich überlegt. Ich habe auch selber ein bisschen gespielt über die Weihnachts- und Neujahrszeit. Nicht extrem lang, ich glaube so 6 oder 7 Stunden, glaube ich, habe ich drauf. Ist ganz witzig, aber ich sage das, wie es ist. Für dieses Spiel bin ich zu alt, fett und langsam. Aber man könnte, weil der Hype gerade ist doch ganz schön steil, spielt da herin irgendjemand Marvel Rivals. Bitte eine 1 in den Chat. Und jetzt nicht wieder irgendjemand, ich mache einen 2 in den Chat, ich mache einen 0 in den Chat. Das ist nämlich genauso lustig wie mein Englisch is not in English from the egg. Ja, der Schmidbauer Mani ist heute genau 1 Jahr alt. War am ersten Stream 2024. Das ist absolut richtig. Ich weiß. Es ist krass, dass das ein Jahr her ist. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. So, haben wir jetzt da einen, der nicht umeinander, 2 Leute, die nicht umeinander pimmeln und an einen seine schreiben, der Rest schreibt einen Dreier. Ach Gott, ich hasse euch. Umfragen ist nicht euer Ding, gell? Das ist einfach nichts für. Rukuma! Merci für 3 Monate. Kuss auf die Nuss. Danke für die Mitgliedschaft. Normal guter. Das stimmt. Genau vor einem Jahr war es die Bühne des DayZ-Servers. Im Stream. Und das Gulag und der leck. Birger, sauberer Streamstart ins Jahr 2025, aber Birger, den Anhänger Birger, hast den noch. Halt dein Maul. Halt dein Maul und hau ab jetzt. Mach ich ein Foto von deinem Arsch. Merci dir. War ein Legendenstream. Das ist wirklich richtig. Das ist richtig. Und wie ist jetzt die IP-Adresse vom DayZ-Server? Die ist unbekannt. Da spielt nur ich allein drauf. Ich weiß noch immer näher, wo der Mann ist. Also. Nein, ich nicht. Nukular, das heißt Nukular Umfrage wo? Der Schmidbauer Mani ist heute 1 Jahr alt. Das ist unfassbar, wie lang das ist. Das leckt mir doch am Arsch. Es fühlt sich an wie 3 Monate. Der Basti schreibt, Resub, sei sogar, um Gottes Willen, wo ist denn der? Servus Chef. Wird es zum Jahresmerch noch eine weite Jogginghosen geben? War nice, schön, dass du wieder da bist. Merci für alles. Eine weite Jogginghosen. Was meinst du mit einer weiten Jogginghosen? Gibt's verschiedene. Im Übrigen, wer noch gewartet hat bis nach Weihnachten oder irgendwas, bis wieder eine Aktion ist, ich glaube, es gibt gerade 15% im Shop. Das ist wieder was ich übersehen habe. Sag ich, wie es ist. Ich meine, das ist schon wieder die Hälfte Leitfurt, aber ist ja wurscht. Haben sie dann nicht verdient zum Herrn. Wer noch was braucht, Jahresmerch, diesen hier keine, ich mag nicht schon wieder, die Werbung ist jetzt vorbei. Ja, Schluss, aus, Pui Teufel. Was, 25? Tatsächlich. Wer noch was braucht, 25% auf alles. Ich sag das, was ist, das sind normalerweise Aktionen, die deaktiviere ich alle, weil 25% einfach ein Witz ist. Kann ich gleich herschingen. Es zieht nämlich Spreadshirt mir ab. Nur damit ihr Bescheid wisst. Aber ist wurscht, kauft's ein, reinhauen. Ich hoffe, dass man keiner Basis nicht, dass das habe ich einfach übersehen. Sollte eigentlich nicht möglich sein. Sag dir, was ist. So, jetzt wenn du mich direkt fragst, ob es vom Merch nur eine spezielle weite Jogginghosen geben soll. Es gibt die kurzen, das sage ich. Warum habe ich die langen nicht gemacht?
Weil ich der Meinung bin, dass das Motiv drauf zu klar ist. Wenn ihr es hier unbedingt haben wollt, ich habe euch hiermit gewarnt, ich kann nur die Jogginghosen, glaube ich, schon rein tun. Jetzt warte mal. Ist das unter Accessoires? Nein, Jogginghosen ist kein Accessoire, Birger, du Vollidiot. Männer haben wir da. Hört jetzt auf! Was da los? Löwensepp! Birger und Community, ein gutes neues Jahr auch noch. Ebenfalls, Herr Löwensepp. Herr Dockner, merci für 10 Monate. Das ist mit Money. Lass mich kurz schauen. Organic Relaxed Jogginghose made in EU. Die ist deaktiviert. Gibt es da noch mehrere Jogginghosen? Das Problem ist also, Unisex-Jogginghose ist nicht verfügbar. Warum nicht? Das Datei- oder Designformat eignet sich nicht für dieses Produkt. Das ist wahrscheinlich der Grund. Heavyweight Organic Jogginghosen gibt's. Und Stanley Stella Unisex, was ich schalte jetzt einfach ein, was mir eh wurscht ist. Ich sag's freiwillig, es ist mir einfach wurscht. Ich weiß nicht mehr, was die Hosen kosten. Ich kann da Preise natürlich anpassen, ja, bis zu einem gewissen Grad. Habe ich bei den Jogginghosen nicht gemacht. Jeder, der Jogginghosen will, soll das jetzt kaufen, bevor ich es tue. Bis dahin kriege ich wahrscheinlich für Jogginghosen genau gar nichts, weil es der normale, wo der man das Motiv hier platzieren. Warte mal. Das ist ja das ist da oben am Oberschenkel, ist dann das Motiv da dort. Weißt du denn, ja gut, wem es gefällt, ich weiß es auch nicht. Ich bin jetzt da nicht so der Fan davon. Also, dass er klar ist, Farben deaktivieren brauchen wir nicht. So, Jogginghosen platziert. Dann nehmen wir noch die zweite Jogginghosen. Was tun wir ein wenig weiter auf da. Und da ich das ja gerne zeigen, aber da sind zu viele sensible Daten dort, die eigentlich keinen etwas angehen, die da immer wieder auftauchen. Und so nochmal. Aber wenn mich schon jemand fragt, so, übernehmen. So, gespeichert. Das heißt, wenn du jetzt halt aktualisierst, irgendwann noch, normalerweise dauert es so zwischen 2 und 5 Minuten, bis die neu eingestellten Artikel dann irgendwann sichtbar sind, liegt am Cache etc., das erkläre ich jetzt nicht. Ich habe jetzt noch 3 Jogginghosen rein. Ich habe weder eine Ahnung, was die kosten und noch, ob es gut ausschauen. Ich habe selber keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was die kosten. Kann aber gut sein, dass die Schweine teuer sind. Ich sage euch freiweg, was es ist. Und dann möchte ich betonen, die Preise. Ich habe nicht ich gemacht, weil die Jogginghosen, ich glaube, die gibt es von nix, oder? Gibt es die Jogginghosen von irgendwas? Ich habe noch nie den Preis erpasst. Ich weiß nicht, was die Jogginghosen kosten. Schauen wir mal nach, was Jogginghosen kosten. Ich kann das selber mal nachschauen. So, Birgerwehr.de, schauen wir mal, ob Zuge funktioniert. Habe ich auch noch nie probiert. Jogginghose. Enter. Für deine Suche wurden keine Ergebnisse gefunden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Tolles Suchergebnis. So, Männer, alle. Wo T-Shirts? Hosen und Shorts. Da, Hosen. Verfickte Stanley, gut, das ist die Markenscheiße, die kostet sowieso Schweinefuhl, das ist sowieso ein Witz. Da haben wir Heavyweight, die kostet was? Was? Und jetzt wisst ihr einen Grund, warum die Jogging... Wahrscheinlich habe ich schon einmal nachgeschaut, was die Jogginghosen kosten, habe gesehen, was kosten und habe es einfach deaktiviert, weil ich sage, da jeder, der ja für 85 Euro scheiß Jogginghosen kauft, einen Vollschlag. Das ist so... Entschuldigung, wer sich die Also, beim besten Willen, Leute. Da drehen wir jetzt einen Spieß wieder um. Normalerweise sage ich immer, donate jetzt nicht, kauft euch was, aber da nehme ich lieber die 85 Euro, wie dass irgendjemand für 85 Euro Jogginghosen kauft. Mit dem kleinen Logo da irgendwo am Oberschenkel um. Just don't. Der Imgamli hat sich eine gekauft. Wie ist? Das Ding ist doch nicht 85 Euro wert, sei ehrlich. Oder ist das irgendwas Besonderes? Ich meine, das Heavyweight Organic Jogginghosen, das Made in EU. Das sind ja die Dinge, warum das Teil so scheiß teuer ist. Erstens ist es in der EU produziert und ich glaube, das Heavyweight Organic Jogginghosen, das gilt nicht für das, was vielleicht du meinst, für fette Männer, Heavyweight, sondern das ist der Stoff, Heavyweight Organic. Ja, schwerer, dicker Stoff, gemacht in der EU und das ist wahrscheinlich der Grund, warum das Ding 85 Euro kostet. Es gibt nicht auch diese Stanley Stella Unisex Bio Jogginghosen und die halt die schon für Maßes übertrieben teuer, die kostet 55 Euro. Da sage ich, spitze oder wegen, oder? Ja, das muss ja jeder selber wissen. Ich sag das muss ja jeder selber wissen. Ich wohne zwar in Österreich, aber nein. Nein, bist narrisch. Was? Die Jogginghosen bitte mit 80 Euro! Jogginghosen 85 Euro minus 25%. Ja, das ist ja natürlich. Sag ich, wie es ist. Jemand hat es gewünscht, ich hab's jetzt einmal eine da. Wenn das Ding jemand kauft, ich kann für nichts garantieren, ich weiß weder, wie die Motive da drauf ausschauen, noch irgendwas.
genug der Werbung. Schluss. Birger ist ein schwerer, dicker Stoff aus der EU. Es ist gemacht in der EU. Ja, das sind die zwei Gründe, warum das Teil wahrscheinlich so schweineteuer ist. Du kannst natürlich auch die China-Jogginghosen von Nike kaufen, die kostet bloß 29,95. Wobei ein was kostet eine Nike-Jogginghosen? Warte mal. Nike-Jogginghose schwarz Herren. Ah, 55 €. Teilweise 40. Teilweise 90 und 100. It is what it is. It is what it is. Und die Bio-Baumwolle kommt von meinem Bio-Baumwolle pflücken. Ist schließlich auch kein Kick- oder Primark-Hosen. Das muss man auch dazu sagen. Ich meine, ich kenne das Zeug. Ja, ich hab viel Merch-Scheiß, aber natürlich auch nicht alles selber. Am meisten habe ich natürlich die T-Shirts und Pullis. Und mit den T-Shirts und der Qualität der Pullis gibt es überhaupt nichts. Gar nichts. Birger, werden da meine Sponsoren nicht angezeigt? Ihr Geilbuffet? Weiß ich nicht. Ich hab gerade nicht aufgepasst. Doch, da! Wenn der Jogginghosen deaktiviert ist, Funktionswäsche ist Malfunctioning. Das war eigentlich schon lustig, wenn man Knopfeld Jogginghosen deaktivieren, plupp, dann ist es einfach weg. Ja, 1990 als kleine Kinder, da haben wir geträumt davon, 2025, da haben wir fliegende Autos. Vielleicht auch Jogginghosen, die auf Knopfdruck da sind und wieder weg sind. Und was haben wir? Irgendwelche Trans-Trottel, die nicht wissen, ob es Mandal oder Weiberl sind. Herzlichen Glückwunsch. Beste Leben, Alter. Und Leute und Männer, die in Olympia Weiber verdreschen und dafür Medaillen kriegen. What have we become? Geil, wie weil die Jogginghosen von Größe S über XL bis Wongel. Ja, Wongel ist eine Zirkuszeit. Also mein T-Shirt ist leider schon so ausgewaschen, dass das Logo nicht mehr erkennbar ist. Herr Timmy Boy, dann reklamierst du es. Oder du waschst das falsch. Das ist bei mir, habe ich auch, aber ich weiß, dass ich es falsch gewaschen habe. Die T-Shirts vom Merch immer umdrehen und maximal bei 30 Grad waschen. Immer. Wenn du das nicht tust, geht das Motiv ab. Das ist aber bei alle. Das ist bei alle Band-Shirts so, das ist bei allen Merchandise-Shirts so, die einfach bedruckt sind. Das glaube ich, das ist auch oft bei richtig teuren. Ich habe hauptsächlich, wenn ich irgendwo eine Markenklamotte habe, dann habe ich noch irgendwo Skate-Klamotten umeinander liegen. Da ist es das Gleiche. Das, wenn ich herwasche bei 30 Grad und nicht umdrehe, geht irgendwann der Druck runter. Und der absolute Overkill ist der Trockner, im Übrigen. Das fickt jedes Motiv aus dem Leben. Und ich stecke meine T-Shirts und Pullis übrigens alle immer in den Trockner, weil es mir halt einfach wurscht ist. Deswegen, ich möchte bloß, die sind so die kleinen Hinweise, just don't. Du es nicht in den Trockner, dann fällt dem in der Regel auch nichts hin. Ich habe das beste erhaltenste Merch-T-Shirt, das ich selber habe, ist das von 2019, weißer Druck auf schwarzem Pulli. Das T-Shirt schaut aus wie neu. Und ich glaube, dass ich schon 50 Mal gewaschen habe. Der Transepp ist als Kind auch falsch gewaschen worden. Mit dem Kopf einer Kloschüssel. Erinnerung 2024. Ika sagte, größte Witz sind 72 Geschlechter. Birger bestätigt, Stream abgeschissen. Was? Ist eigentlich der Carport schon gebaut? Ja, mittlerweile habe ich schon 2. Birger, der Jahresmerch ist qualitativ echt gut, unser Geld wert. Passt nicht, das wollte ich hören. Das ist übrigens auch was, ihr müsst mir da nicht, wie soll ich sagen, ihr müsst mir da nicht die Rosette polieren, damit wir super toll das alles ist. Wenn irgendwas nicht passt, dann sagt es mir einfach. Das ist überhaupt kein Thema nicht. Ich habe ja auch nicht so unfassbar viel Einfluss drauf, wie gut das Zeug bei euch ankommt. Wenn da mal irgendwas nicht passt, lasst es mich wissen. Ich meine, vielleicht kriege ich das gar nicht mit. Wenn von 10 Trümmer 8 die Scheiße sind und die Leute saulästig sind, dann kriege ich im dümmsten Fall das gar nicht mit. Weil die lästigen Leute, die sind dann lästig, die kommen dann nicht mehr in den Stream ein oder schauen zu und schreiben das dann. Oder selbst wenn sie es vielleicht schreiben, überlese es vielleicht oder ich kriege es nicht mit. Einfach spam me. Spam me with that shit, am besten im Discord. Ich möchte es einfach nur wissen. Ich kann zwar dann auch nicht recht viel tun, aber ich möchte es wissen. Das ist das einzige T-Shirt, wo man gar nichts mehr sieht vom Motiv 2019 Jahresmatch weiß auf schwarz. Das ja, mal so, ich weiß es auch nicht. Der Basti schreibt, da nicht, wenn es so war. Ja, war jetzt nicht, eigentlich nicht. Das hat sich jetzt wahrscheinlich sehr persönlich an dich gerichtet. Angefühlt, so war es nicht gemeint. Es war eher so für die Allgemeinheit gemeint. Aber es freut mich natürlich auch, wenn die Leute sagen, ich finde es voll geil. Ich meine, so soll es ja auch sein. So soll es ja auch sein.
Ich bin nach wie vor, wir haben schon 2 andere Seiten mittlerweile angeschrieben, magst du nicht einmal unseren Merch bei uns anschauen, bla, inklusive Amazon im Übrigen, wo ich sage so, na, ja, aber bei uns kriegst du einen Zwickel mehr, das ist mir scheißegal, Alter, dein scheiß Drecks-T-Shirt, das kommt nicht ansatzweise von der Qualität an das von Spreadshirt, Premium-T-Shirt und beim Pulli auch nicht und die anderen Sachen auch nicht so wichtig. Aber wie gesagt, nach 4 bis 5 Jahren Heavy-Benutzung auch, das darf man vielleicht auch mal nicht vergessen, das ist kein 80 Euro, was weiß ich, Arbeits-T-Shirt nicht, das wenn 10, 15 Mal gewaschen ist und dann langsam ausfärbt. Es ist halt so. Das ist halt bei allen T-Shirts so. Was möchtest du denn mehr? Das ist von 2022 und wird nur mit 20 Grad gewaschen. Das glaube ich dir nicht. Nein, das glaube ich einfach nicht. Kein Mensch wascht bei 20 Grad irgendwas. Keiner. Timmy Boys glaube ich nicht. Wie kein Strauß. Wie das ist kein Maurerhemd. Ich habe seit 2 Jahren 2 Leiberl von dir, haben beide noch gut beieinander. Ja, passt. Und wie gesagt, wenn nach 2 Jahren irgendwann der Druck anfängt, aber Lea braucht, schaut's mit Bürgerbitches Shirt aus. Lea, das ist eine gute Frage. Ich hätte viel lieber ein Archäologen-T-Shirt. Ja, aber da glaube ich, da wird es mit den Verkaufszahlen eher schwierig dann. Verkaufszahlen 1. Schauen wir mal. Handwäsche in der Badwanne, ja. Draußen im Januar. Bei minus 0 Grad aufgebrochenem Eis. Engelbert Strauß aus Bauern Gucci. 3 Wochen drauf gewartet, bis sie Spreadshirt gemeldet haben. Das ist echt nervig. Was war da? Normalerweise ist der Kundenservice von Spreadshirt ist Amazon-like. Da, wenn du einen Stress hast, dann kriegst du normalerweise sofort eine Antwort und sofort wird dir geholfen. Oder noch nur Stoshi. Habe ich gehabt, Shirt vom Jahresmerch ist an der Seite nachgelaufen. Ätzend bis Spreadshirt da mir antwortet. Gut. Es war im Dezember, da sage ich jetzt nichts. Sag jetzt nichts dazu, warum du da wahrscheinlich ein bisschen gewartet hast. Stoshi, den musst du aber auch selber dingen. Normalerweise kriegst du innerhalb von 1 Stunde eine Nachricht. Nur nicht im Dezember 2 Wochen vor Weihnachten. Da halt nicht. Birger, hast du XL oder XXL? Jawohl, hab ich. Nicht Urlaubszeit, es ist Weihnachtszeit. Was meinst du, was in dem Online-Shop los ist, wenn da Weihnachten ist? Ich bin ja nicht der Einzige, der bei Spreadshirt Sachen verkauft. Aber ich wollte es gerade einfach nur mal, das hat sich auch wieder sehr persönlich angehört, aber es gibt da wahrscheinlich mehrere Leute, die sich so denken, einfach mal überlegen, warum könnte das so sein? In der fucking Weihnachtszeit geht bei jedem Onlinehandel die Welt unter. Und dann hast du wirklich 3 Wochen gewartet. Sei ehrlich. Hast wirklich 3 Wochen gewartet oder wird da vielleicht eine Woche dazu dicht oder aufgrund oder irgendwas? Sei ehrlich. Ansonsten hätte ich gerne einen Screenshot von der geschriebenen E-Mail und dem Datum und der Antwort mit dem Datum. Gefühlt 3 Wochen, also über die Feiertage, lul. Und ich glaube, die beantworten sogar über die Feiertage. Ich meine, die haben groß genug, die müssen über die Feiertage arbeiten. Nein, waren schon 3. Ja, gut. Der Service vom Bürgermerch ist auch so, ich habe 2 Pullis bestellt und einer war zu groß, habe mein Geld zurückbekommen und den Pulli muss ich nicht mal zurückschicken. Mehr sage ich da jetzt nicht dazu. Der Support ist sonst aber echt sauschnell, egal bei wem man bestellt, der über Spreadshirt was kauft. Ich habe auch überhaupt keine Probleme damit. Also 0. Gut, bei mir ist jetzt vielleicht auch ein bisschen was anderes. Ich habe hab auch einen Ansprechpartner da dort und so weiter. Wird schon passen. So, Kinder! War das ein guter Stream für den Start in 2025? Ich weiß gar nicht, wie man sagen soll. Machen wir 2005. Ich bin für 2005. War das ein guter Start? Ich denke schon. Können wir singen uns am Mittwoch. Weiter geht's mit Indiana Jones und dann werden wir die Stehlen stehlen. Stehlen. Das wird ein guter Videotitel. Stehl die Stehle. Mittwoch waren 20 Uhr. Und am Freitag sehen wir uns übrigens auch God of War. Da wird's wahrscheinlich ein bisschen asozial die erste Stunde wieder. Bis ich da wieder in der Steuerung drin bin, das wird. Aber gut, da werden wir uns schon durchprügeln irgendwie.
Kriegen wir schon hin. Freunde der Sonne, es war mir ein Fest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Liken nicht vergessen. Schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Vielen Dank für die ganzen Donations. Es ist mir ein Fest, dass alle nur da sind und Freude dran haben. Ja, das sage ich, wie es ist. Danke für die ganzen neuen Mitgliedschaften, da waren ein paar dabei. Danke für die ganzen Resubs und die ganzen alten Mitgliedschaften und überhaupt sowieso. Und jetzt schaut es Langwins. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Nicht zu viel schleudern. Ist das der Vorsatz fürs neue Jahr und ich werde in wie lange brauche ich für Zigaretten? 4 bis 5 Minuten brechen. Wir sehen uns am Mittwoch. Bis dann. Tschüss.